Hallo? Bin ich da? Bin ich nicht da? Keine Ahnung, ich weiß es eben nicht. Reconnecting, YouTube geht nicht. Der YouTube-Stream geht nicht. Ich schreibe es ja noch schnell rein. Leute, irgendwie spackt der YouTube-Stream. Schauen wir mal, ob was gesendet wird. Twitch, glaube ich, funktioniert. YouTube Bürger View Event. Ah ja, Zuschauer, glaube ich, kommen. Geht's wieder? Bin ich wieder da? Hallo? Hallo? Hallo, wie schaut's bei YouTube aus? Hallo? Hallo? Haben wir wieder da? Keine Ahnung. Wieder weiß da? Ich nicht. Hallo? Hallo? Ich höre mich selber. Ich glaube, wir haben wieder da. Haben wir wieder da? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Restream hat Probleme. Das tut mir jetzt leid. Jetzt ist wahrscheinlich die Hälfte der Leute fort, weil sie sich denken und keiner kapiert, dass ich einen zweiten Stream aufgemacht habe, weil das neue System ja so super toll ist. Danke YouTube, für nix übrigens. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Es tut mir ja irgendwo leid, ne? Hilft nicht. Hilft einem nicht. Haben wir alle wieder da? Wird schon passen, oder? Hilft nicht. Was soll ich machen, oder? Das hat beim Login heute schon Blauarschbube. Es kommt direkt auf uns zu. Merci für den Zwickel. Hab ich übersehen. So, Hashtag Twitch Ultras, oder? Wir haben heute zu meiner Belustigung da. Nicht zu einer! Ihr wisst es bloß nicht. Späßle. Also ich hoffe, es ist einigermaßen unterhaltsam. Ist ja mal was anderes. Muss auch mal sein. Nach dem Chaos am Montag. Special Greets an den in Folgerät an dieser Stelle übrigens. Wem hat's taugt? Oder wem hat's nicht taugt? Das darf mich eigentlich viel mehr interessieren. Ganz ehrlich. Ist halt kein COD, ja, das ist ja auch klar. Ist ja auch klar. Gleich wieder liken, gleich wieder ein Like eindreschen. Big Boss, es gibt ein Rimworld-Szenario, bei dem alle Lebewesen bei Tod explodieren. Ich habe vorher mal ein bisschen durch den Steam-Workshop geklickt, was für Mods das überhaupt gibt, weil ich mich da nie so wirklich auseinandergesetzt habe damit. Und das ist ja grenzenlos. Also das ist ja, ich weiß ja gar nicht, keine Ahnung. Da kannst du, das kann man streamen bis 2025 und jeden Tag sehen wir was Neues. Jetzt befassen wir uns mal mit der normalen Version. Für alle, die ja so schon nicht mitkommen, kriegen wir hin. So, jetzt pass auf. Franziska, du musst mehrere Granitsteine herrichten, weil es einfach nicht hilft. Wie schaut es eigentlich mit dem ESO-Sepp aus? Was tut denn der eigentlich so? ESO-Sepp, wie schaut es denn bei dir mit Handwerk aus? Zählt das zu Handwerk? Dinge mit Arbeitsplatz fertigen, Chemikalien, Dinge mit Arbeitsplatz fertigen. Das kann man ja eigentlich auch mal einstellen auf 2, damit mehrere Steine produziert werden. Ja, wir brauchen ein Baumaterial, sonst kommen wir da nicht vom Fleck. Das ist nichts. Der Pro-Gamer tut da fleißig ernten. Du sollst nicht abpflanzen, du sollst ernten. Wir haben so viel Zeug, oder? Und eine Haut liegt umeinander. Was haben wir da? Kamelhaut. Und der Esel, was tut denn der Esel jetzt? Was tut der Esel jetzt? Geht jetzt rein und frisst das Dromedar-Fleisch. Geht etwas spazieren. Ja, okay, das kann er machen. So ja machen, der muss auch was fressen, oder? Der muss auch was fressen. Was haben wir da? Oh, Zusammenbruch leicht. Warum? Franziska, ganz wichtig. Das ist Kernelement des Spiels. Die Zufriedenheit deiner Kolonisten. Bedürfnis. Ja, wir haben nicht mehr recht viel grüne Sachen da oben, sondern gestörter Schlaf, ohne Tischkissen, abscheuliches Schlafzimmer, sie ist verschwitzt, unansehnliche Umgebung, Kannibalismus. So, verschwitzt können wir einmal regeln, indem dass wir die Schutzwesten ausziehen, glaube ich. Ja, die können wir einfach einmal ablegen. Legt Schutzweste normal ab, dann ist ihr vielleicht nicht mehr so heiß. Ja, dann soll es der Pro-Gamer anziehen. Ja, er zwinge Anziehen von Schutzweste, die zieht er jetzt an und hat es dann. Vielleicht schwitzt es dann nicht mehr so. Schauen wir mal, sie ist immer noch verschwitzt. Ja gut, weil es sau heiß ist. Warum ist es noch? Im Frühjahr hat es 35 Grad, oder? 35 Grad! Naja gut, jetzt Franziska, zimmer du uns einmal unser Schlafzimmer. Ah, da haben wir ein Granittier, so ist schön. Risiko, Zusammenbruch, immer noch leicht. Jan! Servus ist zwar ein bisschen früher, aber merci für das geile Jahr. Das, ja, im Prinzip ist mein Jahresspecial ja auch ein bisschen früher. Eigentlich am Monatsfrüher. Aber wenn es dann nächstes Jahr wieder Ende November, Anfang Dezember kommt, dann haben wir ja immer ein Jahr dazwischen. Das passt eben schon. Merci für deinen Euro wieder. Leute, jetzt hört's auf. Ruhe, nehmt das Geld und spendet es eurem Tierheim. In den Atten. Analritter. Das wird aber in Salitos umgesetzt. Wie in Salitos umgesetzt. Merci für dein 5 Alter. Herr Beck, das mit dem Vollgerät war eine super geile Aktion. Also mit 2 in Kombi seid wie Son Goku und Vegeta. Hashtag ein Treating. Zu viel des Lobs. Herr Beck, zu viel des Lobs. Wir waren aber bloß 2 Verblende, die irgendwo eine Weggeschichte umeinander ballert haben. That's all.
Aber hat schon Spaß gemacht, so ist es nicht. So, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Was ist zu tun? Was tut jetzt der Eco-Sepp? Der bereitet eine leckere Mahlzeit zu. Das sind einfache Mahlzeiten. Bestehend aus nur Fleisch, nur Kartoffel oder sonst irgendwas. Und das da ist das Symbol für leckere Mahlzeiten. Dann geht's den Typen gleich viel besser. Wenn's das eh... Wir haben ein neues Menschenfleisch! Achtung, wir treten zum Angriff. Wo kämen's? Überfall. Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Bund. Ah ja. Ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Wo haben wir ihn? Der Dan. Der knockert die Dan mit einer scheiß Keule. Tja, Dan. Ist wohl nicht dein Tag heute. So, jetzt lassen wir Zeit für ihre laufen. Die sammeln sie jetzt da irgendwo. Hat der Dromedar dabei? Nein. Die sammeln sie da jetzt irgendwo. Und dann greifen sie irgendwann an. Aber das ist nicht gut. Also, no ist scheißegal. Ich meine, der Dan ist nackt. Ja, und er hat eine verdammte... Er hat eine Ragnar Lothbrok-Frisur. Ja? Da drücken wir jetzt einmal auf Time Goes By, auf Speed Nummer 3, oder beziehungsweise, ja, Speed Nummer 2. Und warten wir, oh, jetzt kommt der macht so bip, bip, und dann fängt der an, direkt auf deine Kolonisten loszugehen. Ja? Der läuft jetzt straight da oben und möchte kämpfen, der Huhn. Ja? Das kann er sich abschminken. Also, wir sind natürlich vorbereitet. Franziska und der Pro-Gamer schlafen. Wirkt sie wieder negativ auf einer Ding aus, aber hilft nicht. Wir markieren beide Kolonisten. Ich schicke beide in den Kampfmodus und mit der wir es beide, wo der wir es denn hin, die positionieren wir jetzt beide einmal da oder so bei den Steinen und dann kommt der Dan nämlich von da oben und wir schießen ihm einfach ins Fressbrett. So schaut's aus nämlich. So schaut's nämlich, oh, der kommt aber gefährlich nahe. Der kommt gefährlich nahe, Franziska, gleich, zündet dem gleich eine. Kommt, zündet dem gleich eine. Zündet dem gleich eine. Oh ja, Kopfschuss. Franziska, so kenne ich das. Franziska! Lass dich ja nicht hauen. Lass dich, ja, wird er schon langsamer. Gib ihm! Oh. Oh ja, gib ihm noch eine! Franziska, gib ihm! Gib ihm! Lass dich ja nicht mit der Keule. Oh, das war knapp, Alter. Der alte Huhn! Dan, du alter Huhn! So, der hat Zeug gedroppt. Einmal eine Keule. Was mit der scheiß Keule wollen, das weiß ich nicht. Aber 52 Silber, die nehmen wir dann. Und Dan ist ein Waldkind. Leiche. Tot seit weniger als einem Tag. Fehlende Körperteile 0. Das ist gut. Frisch. Ungekühlt. Verdirbt in 2,5 Tagen. Verrottet, weil nicht überdacht. Tja, Freunde der Sonne. Jetzt schickt man die zwei erstmal wieder aus dem Kampfmodus außer, dann darf er selbstständig ins Bett gehen. Wir geben die Leiche frei, markieren und F drücken oder da herunten klicken und dann müsste eigentlich unser ESO-Sepp priorisieren, da können wir schlachten. Es ist Zeit zu schlachten, Kinder. Priorisiere Tragen von Leiche von Dan. Jetzt geht der ESO-Sepp da auf. Da schauen wir ihm jetzt genau zu. Ja? Da schauen wir ihm jetzt genau zu. So, ESO-Sepp. ESO-Sepp, der holt sich jetzt einen Dan, ja? Der dreckige Dan. Der dreckige Dan. Ja? Machen wir ein bisschen schneller. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, warum man erst in die Kühlkammer drückt und nicht gleich schlacht. Ja, weil wir noch am Kochen sind. Ja, okay, ESO-Sepp, das ist in Ordnung. Kochen ist wirklich wichtig, vor allem die leckeren Mahlzeiten, sonst dran nämlich unsere Leute durch. Und wie es der Blauarsch-Bubi schon schreibt, mehr Menschenhaut ist mehr gut. Hilft er nicht. Du, das hilft ihm nicht. Wie schauen wir überhaupt aus? Wir haben 5 leckere Mahlzeiten. Da kann man eigentlich mittlerweile einstellen, dass er 4 auf einmal kocht. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht, ob das schneller geht. Aber es braucht auf alle Fälle genauso viel Ressourcen. Und it's all about the Ressourcen in dem Spiel. Aber wir stehen mal ganz gut da. Das Einzige, was unsere Kolonisten sterben bzw. in die Hose gehen lassen könnte, das ist, weil sie halt ständig Leute schlachten und essen müssen. Und irgendwann durchdrehen. Kann passieren, Alter. Der ESO-Sepp soll ja mal, der fuhr da. Warum ist denn der Pro-Gamer eigentlich, der ist irgendwie krank, gell? Oh. Der Pro-Gamer hat eine Grippe, eine schwere. ESO-Sepp, du musst ihn verarzten! Ja, er ist schon verarztet. Was ist jetzt da gestanden? Grippe, schwer und Rückenschmerzen. Gut, Rückenschmerzen haben wir immer, weil wir unser Wirbelbruch haben oder so.
Aber die Grippe die kann uns umbringen. Ja, das kann schlecht ausgehen. Naja, wir werden sehen. Dann haben wir eine wichtige Arbeitskraft und vor allem Verteidigerkraft haben wir dann verloren. Das war schlecht, das war sauschlecht. So, was haben wir da? Betten benötigt, Behandlung benötigt, Batterien benötigt. Batterien ist ein Stichwort. Strom. Können wir überhaupt schon Batterien bauen? Nein. Forschung. Was erforscht man mir? Eine Batterie. Warum forscht denn eigentlich keiner? So selbst, du sollst forschen und nicht den ganzen Tag kochen. Grütze, fix. Aber ich sag, der Pro-Gamer ist schlecht. Was tut er denn? Der legt sich wieder ins Krankenbett. Ich sag das, der Pro-Gamer, wenn stirbt, dann wird ich lästig. Dann krieg ich einen Schlagerl im Gesicht. Ja, müssen wir mal ein bisschen schneller laufen lassen. Der ESO-Sepp ist übrigens nachtaktiv. Ja, das heißt, der schläft am Tag und in der Nacht ist er da. Ja, da kennt er nichts. Was tut die Franziska? Die liegt irgendwo umeinander. Schaut den Wolken zu. Ja, das ist aber ein toller Beitrag, Franziskar. Franziskar! Ich weiß nicht, wenn der ESO-Sepp einmal eine Runde da umeinander studiert und einmal eine Batterie erfindet. C'est fix! Was hab ich falsch vorgelesen? Was? Aber der Bürger hat schon falsch vorgelesen. Nein, was hab ich falsch vorgelesen? Alter? Time to say goodbye zum Pro-Gamer. Hat sie sich ausgeprogamed. Naja, wir werden sehen. Jetzt einmal abwarten. Der tut sauber abpflanzeln, dann kann es nicht so schlimm sein, oder? Grippe schwer. Die Kruzifix legt die jetzt verdammt nochmal in das scheiß Bett und wie gesund, du Trottel. Da zwingen wir jetzt einfach dazu. Man muss übrigens wissen, wir spielen im Hardcore-Modus, das heißt, ich kann nicht speichern. Also ich kann schon speichern, aber ich kann nicht irgendwie speichern, geht's in Tausenden, ja, lade ich einfach nein. Sondern was passiert, was liegt, das biegt. Was passiert, ist passiert, Alter. So, Franziska tut fleißig Steine hauen. Jetzt wecken wir mal einen ESO-Sepp auf und zwingen ihn dazu, dass er mit Medizin einen Bürger heilt. Was auch langsam zum Problem wird, weil die so viel Medizin verbraucht für so einen einfachen Scheiß, was echt nervt. So, Balken geht durch, Grippe schwer, der weiße Punkt im Körper top. Feuer! Feuer! Wieso denn? Da hat Psst gemacht. Feuer! Im Heimatgebiet ist ein Feuer ausgebrochen. Psst. Franziska hat es ausgemacht. Franziska ist wirklich ein wertvolles Mitglied in der Gruppe, gell? Ja, musst jetzt du da den Boden legen. Ganz ehrlich, den Boden, den brechen wir jetzt ab. Bau du lieber mal die Wände dahin fertig, damit wir ein drittes Schlafzimmer haben. Kriminal Feuer. Leitung goes. Psst. Licht aus. Da steht hinter mir, warte, ich gehe mal auf Zeiten. Dann muss ich da, geht da. Hinter mir irgendwo beim Mauszeiger da steht sogar Zzzt. Da steht Leitung macht Zzzt. Ein Fehler in der elektrischen Leitung hat zu einem Kurzschluss geführt und einen Brand ausgelöst. Ja, war nicht so schlimm, Alter. Leitung goes Zzzt. Passt ja schon. So, schlagst jetzt du einmal einen Dan. Nein, wieder nicht. Kruzifix. Mein Gott, an den Tisch braucht man. Mein Gott, wir brauchen mal so viel Zeug, Alter. Wir brauchen so viel Zeug. Was ist denn da? Wir brauchen Holz. Holz. Jetzt markieren wir mal ein paar Kaktusis. Riesenkaktus für Holz. Das passt, damit wir mal einen Tisch und Stühle bauen können. Ja, Hans auch gleich wieder zufriedener. Kleinvieh macht auch Mist. Und wir müssen ja Menschen essen. Und die essen wir nicht am Boden unten. Ja, wir essen unsere Menschen nicht am Boden. Haben wir mir bei den Hottentotten? Ich glaube nicht. Kannibalismus mit Stil. Wenn dann schon sauber. Wir haben eine neue Bude. Yeah, neue Bude. Da der wir gleich einmal. Was der man da? Mit der wir gleich einmal auf alle Fälle Möbel. Da der wir gleich einmal ein Licht rein. So. Ein Licht halt. Dann brauchen wir ein wenig ein Stromkabel. Da machen wir das ziehen wir jetzt einfach. Das ziehen wir jetzt einfach da so rum. So. Franziska wird das schon zusammenbauen. Und dann drücken wir mal auf Geschwindigkeit 3, damit da ein bisschen was vorwärts geht. Ne? Und dann schauen wir mal, kann man eigentlich ein Bett aus Granit bauen? Ja, man kann ein Granitbett bauen. Dann bauen wir eben da ein Granitbett rein. Und das Krankenbett ist auch nicht optimal, weil das im Arbeitsraum, was aktuell der Arbeitsraum ist, dann wird er auch wieder permanent gestört. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht, was er da lernt. Löwensepp, kann man denen ein Kapuzinerweißbier geben? Nein, aber du kannst Bier brauen. Was selbstverständlich der nächste Forschungsschritt wird. Ja, Forschung, wir brauchen erst einmal Batterie. Ohne Strom geht in dem Spiel gar nichts. Ja, Batterien und Solaranlagen ist deine Stromquelle. Und dann kannst du durchgehend arbeiten. Und dann, schauen wir mal, wir können dann forschen Bäume anpflanzen, dann kann man Holz produzieren.
Wir könnten Drogen anbauen. Wir könnten Bier brauen. Und Bier brauen werden wir dann natürlich da. Wir werden alle Kannibalen, biersüchtige Kannibalen. Das wird super, Alter. Das wird super, Alter. Pat, Dankeschön für deinen Euro. Habe, ich glaube, der Pro-Gamer muss mir Handpanzer fahren. Ich glaube, das tut er heimlich. Ich glaub, dass seine schwere Grippe ist nur ein vorgeschobener Grund, damit er so tun kann, als da er schwitzen. Ja, Pro-Gamer. Den Tricks, die kennen wir schon. Ja. Aber jetzt darf er wirklich langsam mal gesund werden, weil je länger die Grippe dauert, die ist zwar behandelt, können wir ja mal lesen, das sind ja so kleine Details, da habe ich mich privat auch noch nie so durchgelesen, was da eigentlich genau steht. Wir haben eine Grippe schwer, 83%. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich, wenn das bei 100% ist, haben wir hin. Bewusstsein minus 10%, Arbeiten minus 10%, Atmen minus 15%. Die Behandlungsqualität ist aufgrund der extrem hochwertigen Medizin bei 97%. Die nächste Behandlung ist in 3 Sekunden. Behandlung erlischt in 3 Stunden. Immunität 99%. Das heißt, wir haben jetzt 99% kritischer Alarm, medizinischer Notfall. Die folgenden Personen stehen kurz davor, an ihrem schweren Krankheit zu sterben. Hau auf, was soll denn das, oder? Esosepp, du musst den Pro-Gamer behandeln. Der Pro-Gamer darf nicht sterben. Na, was tut er? Nicht aufstehen, du Trottel, leg die Hirn. Der ist nicht verletzt, was ist denn jetzt? Pro-Gamer hat Pro-Gamer-mäßig sauber, hat sich sauber an Obergewinnet und ist jetzt einfach immun, Alter. Grippe, den da. Aber er hat noch sauber ins Eckentrick gespielt. Falls ihr das da nicht gesehen habt. Ja, der gelb-grüne Fleck da ist Grippekotze. Oh, mein Russe! Bürger, verlege die Stromkabel in der Wand, Kabeln auf dem Boden wirken sich auf die Schönheit des Raumes und die Bedürfnisse aus. You serious? Tatsache. Bester Russe, Alter. Nastrovje Blatt. Das ist alles, was ich weiß. Und Bashol Nachui Blatt Baran. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Ich hab's seit letztem Mal schon wieder vergessen. Aber ist nicht so schlimm. Entschuldigung, ist nicht so schlimm. Kann man das Stromkabel abreißen? Ja, das kann man abreißen. Kopie bauen, dann legen wir das einfach da so entlang, deine Vorschlag. So unter der Mauer quasi. Da hat er uns einen guten Tipp gegeben, der Russe. Merci dir. Shockwave Chris, beim Bürger gibt's Kentucky Fried Humans. Oh, wir haben ihn schon geschlacht. Wir haben ihn schon, da liegt Menschenfleisch. Der dreckige Dan. 75 mal dreckiger Dan plus 7 mal dreckiger Dan. Menschenfleisch gekühlt. Verdirbt in 2,5 Tagen. Wieso das doch gekühlt? Ah ja, weil wir immer noch keinen Strom nicht haben. Was tut denn der Esosepp eigentlich? Kruzifix Konto kann dann nicht kochen, oder was? Arbeit, kochen. Was ist mit den anderen, Alter? Macht's damit, die sollen mir alle kochen, damit der Esosepp forschen kann. Der soll ja mir nur forschen. Scheiß auf Reinigen, scheiß auf Handwerk, Alter. Scheiß auf Kochen, mach da 2 draus, du sollst forschen, Brudi. Forschen. Wir brauchen die Batterie. Ohne Batterie kannst du nämlich eine kochen, du Trottel. Leckere Mahlzeit eingefressen. Er druckt Medizin umeinander. Pro-Gamer, ja, steppt ein bisschen umeinander. Steppt ein wenig umeinander. Franziska druckt ein Bagel Kartoffeln. Der Pro-Gamer druckt ein Bagel Kamelhaut. Das waren das nicht Dromedare, wo wir da gehabt haben? Das sind doch keine Kamele, nicht. Das ist ein Kamel. Nein, das sind Dromedare, passt schon. Dann wird einfach, ein Dromedar ist ja quasi ein Kamel, ist ja dann trotzdem die gleiche Haut. Was haben wir da? Menschenhaut. 65 Mal. Kinder, ich glaube, es ist langsam Zeit, dass wir uns, weißt schon, so ein kleines Jackerl schneiden, hä? Tun wir da her. Aufgabe hinzufügen, was haben wir da? Stammeskleidung! Stammeskleidung! Da bauen wir uns eine. Details. Nix da den ganzen Scheiß da. Schafswolle, Stoff, Süngern, was weiß ich. Ihr kennt mich mal. Menschenhaut mehr hin. Wo ist die? Menschenhaut. Bam. Wie viel brauchen wir da? Arbeitsaufwand 30, benötigt 60 Materialien. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir 65 Menschenhaut. Oh. Mag ich aber auch hoffen, Stammeskleidung. Her mit dem Schund, Alter. Her mit dem Schund. Was tut Franziska? Ah, die tut Kabel verlegen. Hat jetzt Kabel verlegt? Okay, das ist in Ordnung. Macht's da? Mit dem guten neuen Black und Decker.
So, ich bin gespannt, wann wir einen dreckigen Dan dann kochen und wann der ESO-Sepp einmal zum Forschen geht, weil sonst kriege ich nicht mehr einen Vogel. Oh, was baut's denn jetzt? Lampen, okay. Und jetzt können wir eigentlich das Bett, das ist ein Pro-Gamer sein Bett, das machen wir jetzt mal wieder zu einem normalen Bett, von einem Krankenbett zu einem normalen Bett. Ein Krankenbett, für alle, die das Spiel vielleicht nicht kennen, du schaltest ein normales Bett zu einem Krankenbett um, da legen sie dann verletzte Kolonisten automatisch ein. Wenn kein Krankenbett nicht da ist, dann weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, was deren. Legen sie ins normale Bett zur Not oder nicht, und ich glaube, es bringt mehr schnellere Gesundheit und Genesung, wenn du in einem Krankenbett liegst. So, neu montieren. Das montieren wir, wo montieren wir es? Keine Ahnung. Das montieren wir da. Und da haben wir ein Granitbett herbauen wollen, gell? Das tun wir wieder weg. Das tun wir wieder weg. Franziska regelt das, baut das alte Bett ab, tragt es um und pflanzt es so. Jetzt machen wir nochmal neu montieren da herum, damit das schön synchron ist. Und das da tun wir auch neu montieren, da oben im Eck. Und schauen wir mal, was die Franziska so tut mit ihrem Bauhelm auf. Geht etwas spazieren. Soll der Franziska noch einmal genehmigt sein, würde ich sagen? Weil so ein Bett, das tragst du auch nicht zur Gaudi durch die Weggeschichte, ne? So. Der Pro-Gamer tut währenddessen schön an die Fädel umeinander bauen. Das ist auch in Ordnung. Das ist alles ein bisschen sehr chaotisch angeordnet. Ja? Schaut furchtbar aus. Irgendwo kreuz und quer wächst da der Reis und Kartoffeln und was weiß ich. Und einen Lagerraum braucht man, aber das wird schon. Das wird schon. Jetzt haben wir erstmal unsere 3 Schlafräume. Jetzt brauchen wir verdammt nochmal die scheiß Batterien. Diese scheiß Drecksbatterien braucht man. Was war das wieder? Hier steht's. Und habt schon Platz halber. Ja! Die Frau hat, ich noch nicht, aber die Frau hat Platz gemacht, Alter, die letzten 3 Tage, dass du einen Schlaganfall kriegst. Unendlich viel. Also, ich weiß gar nicht, was da los ist, Alter. The Real Olf, mir ist wieder eine 350 geht. Servus, du Dampfmaschine. Weil wir gerade beim Dampfen sind. Ich weiß schon, da rede ich immer sehr extrem ungern drüber, aber wenn wir so einen halb Blätschmerz, halb Gaming-Stream haben, ich hab mir neue Dampf gekauft. Schaut aus wie so ein Pistolengriff. Das ist voll das wuchtige Teil, Alter. Jetzt fragen mich dann die Leute gleich wieder, was vorne das ist. Es soll keine Werbung sein, aber die Leute fragen mich sowieso, es ist ein Smog Mag P3. Beste Gerät, was ich bis jetzt gehabt habe, ich hab's aber erst seit 3 Tagen. Habe ich mir am Black Friday geleistet. Minus 20%, Alter. Muss ich zuschlagen, Alter. Bürger 24 plus hat gern wuchtige Teile in der Hand. Ja. Also, muss ein Gewicht haben, Alter. Muss alles ein Gewicht haben. Oh, der Russe mit noch ein Tipp. Ich garantiere, der ist brutal. Noch ein Tipp von mir. Wenn du den Strom auf mehrere Kabel verteilst, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit auf den einen oder anderen Zzzt. Danach hast du nämlich nichts mehr Licht. Wie meinst du das? Dass quasi 2 unabhängige Kabeln aus der Stromquelle rauskommen, oder wie? Ich glaube, ich verstehe dich aber. Also weniger Last quasi auf dem Stromnetz, desto weniger nehme ich an. Also da ist er noch Meilen bei dir. Aber merci an den Russen für die guten Tipps. So, wir haben einen Überfall! Mehr Menschenfleisch! Überfall! Die arschgrauen Tiger! Das könnt ihr nicht lesen. Da steht's. Ich weiß aber nicht, wie ich deuten soll. Da steht's. Oh, das war so einfach was gewesen. Spiel verkehrt. Und noch mehr auf der anderen Seite gespielt ist gar nicht so einfach. Da, die aschgrauen Tiger. Schauen wir mal. Eine Piratengruppe der Fraktion Die Aschgrauen Tiger ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Zum Ort springen. Der Happy hat aber eine ziemlich stachelige Frisur am Belly, Alter. Und er hat schon Kleidung an. Das heißt, sie entwickeln sich fort, Alter. Sie entwickeln sich weiter, aber er hat nur ein Messer. Er ist ein Depp, der Happy. Ja, der ist ein wenig ein Depp. Jetzt dasselbe Spiel wieder. Der sammelt sich jetzt da irgendwo. Da drücken wir jetzt mal auf Speed 3. Währenddessen sollen unsere Kolonisten da rechts unten einfach machen. Und sobald er das Laufen anfängt, schickt man die Franziska und den Bürger da her und dann hoffen wir, dass wir ihn abfangen. Kommt der sofort oder was? Was tut denn der? Alter! Ja, dann müssen wir sofort angreifen. Das hilft uns alles nichts. Franziska, du gehst da her. So, du gehst auch nicht weiter. Was tut denn? Der geht zum... Ja, genau. Da ist der Piraten-Sepp und der Pro-Gamer möchte da oben einen Kaktus abschneiden. Ist das wirklich eine gute Idee, Pro-Gamer? Hä? Sag einmal. Sag mal! Und da er derjenige ist mit der abschreckenden Menschen-Cowboy-Hut-Masken, schickt mir ein bisschen Viere. Es ist auch so,
Franziska hat ein Gewehr, das hat relativ viel Reichweiten. Kann ich von da aufschießen? Nö, noch nicht. Deswegen schicken wir sie daher und daher. Und dann sollte man eigentlich anfangen können zum Schießen. Ja, genau. Franziska zielt schon. Peng! Und sobald der Happy einmal getroffen worden ist, fängt das Angreifer an. Oh, da hat er aber schnell aufs Maul gekriegt. Tja, Happy, das ist halt nicht dein Tag, Happy. Bleiben wir da stehen. Oh, noch eine gefangen. Stirb, Happy! Stirb! Oh, ich laufe lieber davor. Kiten! Kiten! Franziska! Das Schießen! Das Schießen halt! Da hat's ihn schon. Und er hat überlebt. Er hat überlebt, er lebt noch. Jetzt haben wir ein kleines Special. Was hat er da? Ein Muntermacher. Verrottet, weil nicht überdacht im Freien. Hat der Drogen dabei gehabt. Deswegen ist er vielleicht so happy. Peng, peng, Alter. Peng, peng, Alter. So, gehen wir natürlich frei. Hey, hallo, Muntermacher. Wir fressen uns alles sein, was wir finden. Ich meine, es hat der Happy dabei gehabt. Das kann nicht so schlecht gewesen sein. So, jetzt ist aber was Besonderes passiert. Und zwar hat der Happy das überlebt. Also er liegt nur am Boden. Er kann sich nicht mehr bewegen. Schauen wir mal, was ihm so feit. Klickt man Happy an, gehen wir auf Körper und dann schauen wir da. Rechtes Schlüsselbein, Schuss durch ein Repetiergewehr. Rechte Schulter, Schuss, Repetiergewehr. Rechter Arm, rechter Zeigezeh. Sagt man da echt Zeigezeh? Ist das Greenscreen schon wieder hin? Tatsache, das ist ja wie so Sägen in diesem. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, dann Happy, oh, ist eine Schlägerin, das ist ja sie. Weiblich, Alter 55, ja ganz ehrlich, wenn man mit 55 nur einen Iro hat, dann kann ich da auch nicht helfen. So, jetzt ist aber der feine Unterschied, wenn jemand nicht tot ist, also wenn der Gegner nicht tot ist, dann kannst du ihn retten. Und dann kannst du ihn als Gefangenen einsperren. Und wie wir alle wissen, vor 5 Minuten geschlacht's. T-Bone Steak. Ich führe den Satz nun nicht weiter fort. So. Wir gehen jetzt erstmal. Jetzt pass auf. Jetzt schicken wir erst einmal die wieder heim. Also nix mehr Kampfmodus, Wir brauchen mal ein bisschen ein Problem ist, dass wir keine Zelle haben. Wir haben keine Gefängniszelle. Wir können nicht gefangen nehmen. Aber beim nächsten Überfall sind wir darauf vorbereitet. Darum bringen wir es um, sagen wir es so. Gehen wir jetzt hin. Ich stelle Franziska wieder auf Kampfmodus. Nimm Happy Schlägerin gefangen. Kann ich nicht, weil kein Bett frei ist. Schlägerin töten. Schlägerin beschießen. Ziehe Schlägerin aus. Ja, haben wir sonst keinen Spaß nicht, oder? Zückt. What the fuck? Jetzt lassen wir es noch ganz sterben. Nein, da hilft mir noch. Also komplette Sadisten sind wir auch nicht. Ja, komplette Sadisten sind wir auch nicht. Wir bringen es natürlich um erlösen wir es von ihrem Leid. Aber damit wir auch ein bisschen was haben davon, schießt man drauf, damit sich unser Fernkampfskill verbessert. Happy Schlägerei beschießen. Kim, peng, peng. Peng, peng. Nochmal peng. Peng. Ah, daneben. Das kann man übrigens, jeder Kolonist hat Stats. Pass auf. Sozial, Elemental, Logbuch, na, wo ist das? Bio. So, haben die Stats von jedem Kolonisten und gibt einen Fernkampf-Stat. Und mit jedem Schuss, das sehen wir jetzt da, hab heute das Maximum gelernt. Was? 4903. 4000 weiteres Lernen um Faktor 20 verringert. Na, oben steht Fortschritt. Fortschritt ist 4866 von 14.000. Dann kommt es auf die nächste Stufe. Das heißt, Franziska trifft schon ordentlich. Also alles über 10 ist ein wirklich guter Wert. Und jetzt lassen wir da mal weiter schießen. Dann sehen wir die Zahl da, 4866, sollte eigentlich besser werden. Schauen wir mal. Na, weil dort steht, hat heute das Maximum gelernt. Ja, okay. Der ist aber weiter gegangen, gell? Ja, Franziska, was tust du denn? Schießen halt zusammen jetzt, ich meine, der rührt sich nicht einmal mehr. Sie rührt sich nicht einmal mehr, Entschuldigung. Entschuldigung. Mozok. Nein, rekrutieren. Ja, ich hab keine Gefangenenzelle noch nicht. Die bauen wir jetzt dann, wenn einmal nichts passiert, Alter. Wo schießt denn die hin? Ja, dann schießt, du soll weiter schießen, Alter.
Ja, nochmal getroffen! Schauen wir mal, ist da was besser geworden? 4864. Warum ist denn jetzt der Wert schlechter als vorher? Weil er wieder daneben schießt oder was? Was tust denn du? Vorher, wie er auf die zugelaufen ist, Franziska, da hast du alle 3 Schuss getroffen oder 2. Forschung abgeschlossen, Batterie. Das ist einmal eine gute Nachricht. Jetzt können wir endlich eine Batterie einbauen. Franziska, jetzt bring ihn halt einfach um. Kim. Was für ein Zusammenbruch, Alter. Er schon wieder. Warum denn? Bedürfnis. Wir haben Menschen geschlachtet. Schläfrig. Ja, dann geh ins Bett, du Trottel! Da legst du jetzt eine. Da, mir weiß, nein, nicht Gefangene. Besitzer. Pro-Gamer. Besitzer. Nein, nicht Gefangene im Bett. Was tue ich denn? Besitzer. Franziska. So, jetzt hat ja jeder sein eigenes Bett. Pro-Gamer, du gehst jetzt schlafen. Tut er wieder nicht. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Was ist jetzt da oben los? Franziska, soll das die ganze Nacht dauern, oder was? Happy, du schaust da so also ein bisschen aus, wenn du da legst, als kann man mit dir Handpanzer fahren. Ja, Franziska, geh weiter. Kim, der Schlogen einfach. Kim, der Schlogen. Ja. 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 Gib ihm. Happy, bist du als scheiß Beton? Schau mir, was für ein Blutlocker du ausrotzt. Haben wir's jetzt? Alter, die war scheiß. Die war zack wie. Leck mir Mosch, Alter. Die war zack wie der Teufel, Alter. So, Leiche freigeben, wird geschlachtet und gegessen. Franziska, du gehst wieder ins Bett und schlafst. Nein, sie tragt dann Happy, die Happy, sofort in unsere Kühlkammer. Unsere Kühlkammer ist ein bisschen klar, die müssen wir ein bisschen ausbauen. Ja, da passt nicht mehr lang für ein, muss ich sagen. Na, liegt da schon drinnen. Erstmal was essen, nach der anstrengenden Danebenschießerei. So, und bitte, so mag ich das. Alle schlafen, in der Zwischenzeit, Kinder. Es ist hochgradig fragwürdig, was wir mit dir tun. Ich weiß, aber auf euch. Domi, just mercy, Alter. As always, mir jetzt wieder eine 350. Real Olf. Der Igel wohnt ab jetzt da. Ich weiß nicht, gibt's Igel? Gibt's Igel in Rimworld? Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht. Aber es gibt echt viele Viecher. So gut, es gibt mit Sicherheit einen Mod, wo es einen Igel gibt, Alter. Oh, was tut der? Naja, er tragt Kamelhaut. Das ist in Ordnung. Was tut er jetzt? Jetzt tut er Hufeisenwerfer für die Entspannung, weil der Sepp, der hat ja so ein super stressiges Leben in seinem Leben. Ich weiß nicht, was das soll. Mitten in der Nacht, du sollst forschen. Na, wir haben eine Batterie. Wir können ja eine Batterie bauen. Eine Batterie können wir bauen. Das hätte ich fast vergessen, Alter. Da machen wir uns jetzt nicht viel Mühe. Die können wir später wieder demontieren. Da bauen wir jetzt da und da eine her. Und dann passt es. So, was tut Esosepp? Kochen. Ah, der kocht uns sauber einen auf. Der kocht uns sauber einen auf. Das ist recht. Leckere Mahlzeiten haben wir 3 Stück. Ah, 3 ist okay. Wir haben das eigentlich eingestellt. Funktioniert genauso wie an der Handwerksbank. Da gehst du auf deinen Küchentisch quasi, da wo gekocht wird, gehst auf Aufgaben und dann kannst du einstellen, wie viele Mahlzeiten das er kochen soll, bis er wieder aufhört. Also bis die Arbeit quasi abgeschlossen ist und dann macht er wieder was anderes. Und wir haben da eingestellt, leckere Mahlzeit priorisiert, haben wir 5 von 10 und einfache Mahlzeiten haben wir 10 von 10. Ja. Schaut doch eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal. Ah, da haben echt viel Minus. Wir brauchen mal einen Tisch. Jetzt bauen wir einmal Möbel. Tisch aus Granit. Den bauen wir jetzt einfach. Das ist aber ein großer Tisch, Alter. Da bauen wir lieber einen kleinen, der klangt für den Anfang. Der klangt für den Anfang. Den bauen wir jetzt da rein. Und dann geben wir ihm noch einen Stuhl. Ja, und den brauchen wir wieder Holz dafür. Was kostet der? 45 Holz, also abgefuckter Stuhl. Du kannst zu mir mit gerne haben, Alter. So, und dann sollen sie gefälligst am Tisch essen, die Idioten. Irgendwann geht der Bürger, beziehungsweise der Pro-Gamer ist ja der Bürger natürlich, ist eh klar. Wo ist denn zum Holzhacken? Was tut er denn? Erntet Riesenkaktus. Ja, man sieht da wie so eine weiße Linie. Das ist der vorzeichnete Laufweg, wo er hingeht. Ich weiß nicht, warum er sich den letzten Kaktus in der Prärie aussucht, aber wird schon seinen Sinn haben. The Real Olf, der wieder im Garten. Na, wieso denn? Warum? Ich hab da in den Garten geschissen, kann ich halt bei dir schlafen. Das ist wirklich notdummer, wie ich hab mal ins Bett geschissen, kann ich halt bei dir schlafen.
Der Beastie Boy schreibt, neben der Kühlkammer wird der Tisch besser, sonst laufen es so weit. Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Die stellen wir mitten da in die Küche rein, weil es eh wurscht ist dabei. Ja, das ist alles bloß die ersten Teile und dann macht man lauter einzelne Räume für das. Also ein Gemeinschaftsraum und ein Essraum und eine riesen Küche und eine Schlachtbank und eine riesen Kühlkammer, ein Lagerhaus für das ganze Zeug und. Eins nach dem anderen. Aber jetzt darf halt eigentlich langsam einmal ein neuer Kolonist kommen. Also ein neuer... Es kann passieren, das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Ja, ich mag nicht spoilern. So, wir haben 2 Batterien. Warum diese scheiß Batterien sich nicht aufladen, das weiß der Teufel, aber da bauen wir natürlich sofort eine Solaranlage dazu. Die stellen wir einmal eine da her und einmal eine da her. Ja, dann bauen wir die so noch links so weiter, das passt dann schon. Und bis die Überfälle so aggressiv werden, dass die einfach willkürlich irgendwelche Wände zerbomben und so, da ist noch sehr lang hin. Oh, Franziska! Franziska, zieh mir einen Stuhl. Ich hoffe, er ist fest und nicht blind. Was? So, wir haben auch genügend Granit. Sie holt sich Granit, jawohl. Und schließt jetzt den Arbeitsschritt Handwerken ab. Ja? Da schauen wir jetzt auch mit zu. Bio, Handwerk. Und während das, warum entwickelt sich das da wieder nicht weiter? Das darf mich jetzt interessieren. Normalerweise, solange sie doch da an dem Tisch rumschraubt, müsste sie doch eigentlich... Na, Handwerk ist was anderes. Das ist nicht Handwerk, das ist Konstruktion. Da sehen wir es. Live und in Farbe und bunt. Sie ist Stufe 8, ein einstellbarer Profi in der Konstruktion, was sie gerade macht, nämlich einen Granittisch herstellen. Und da lernst du dazu. Sie hat jetzt 4360, 70, 80 XP von 9000 und dann ist die nächste Stufe. Dann schlagen quasi sich eine Gegenstände weniger fehl, du verbrauchst halt weniger Ressourcen, dann kannst du später also Skulpturen herstellen und du kannst einen Tisch aus Gold bauen und was weiß ich was und die haben verschiedene Qualitätsstufen. Je höher die Stufen von dem Konstrukteur ist, desto hochwertiger ist das Zeug und das Zeug wiederum kannst du dann verkaufen für ewig viel Geld. So. Unsere Stammeskleidung ist fertig! Stammeskleidung aus Menschenhaut! Qualität! Exzellent! Wieso steht da nicht bei Bene? Verstehe nicht. Verrottet, weil nicht überdacht. Tja, Pro-Gamer, dann ist es wohl Zeit, unsere Stammeskleidung anzuziehen. Erzwinge Anziehen von Stammeskleidung aus Menschenhaut. Fragwürdig, oder? Zieh so. Hat man jetzt gerade seinen nackerten Arsch gesehen? Sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist. Menschenleder Stammeskleidung. Wir haben Menschen geschlachtet. Er ist krank. Warum ist er denn krank? Ich fühle mich nicht sogar sonderlich gut. Ist doch klar, Alter. Grippe leicht. Versteh. Du bist doch immun. Wieso hat er nicht mehr nur leichte Grippe? Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Ja, aber auf alle Fälle haben wir jetzt ein Menschenkostüm an. Ich bin jetzt quasi ein neuer Mensch. Was? So, weißt du, was wir jetzt auch noch tun gleich? Strukturen, Wand aus Granit. Wir erweitern unsere Kühlkammer um 5 Felder, würde ich sagen. Ja, 5 Felder. Machen wir 8 Felder. 8 Felder. So, machen wir so. Da sperrt sie sich jetzt wahrscheinlich garantiert selber drin ein, weil sie geistig behindert ist, unser Franziska, aber das hilft nicht. Was wird's denn eigentlich da? Entspannt sich mit anderen. Franziska ist offensichtlich ein bisschen schizophren. Sitzt am Tisch, entspannt sich mit anderen, ist aber gar keiner da. Außer der Esusep, der wahrscheinlich einen dreckigen Dan gerade kocht. Das Spiel schreibt Geschichten von selbst, die so abartig asozial sind, dass ich mich frage, warum ist es überhaupt möglich? Was soll das? Los mich! Storner vor Windradl, nix gut. Ernsthaft? Okay. Okay, registriert. Dankeschön für den Tipp, habe ich nicht gewusst. Normalerweise baue ich ja kein Windradl, sondern kann man das eigentlich abreißen? Ja, das kann man abreißen. Das kann man abreißen. Aber jetzt räumen wir es erst einmal weg und lassen wir es vorher erst einmal noch stehen, bis die Solaranlage steht. Das braucht man nämlich 2 Platz da. Na, das braucht mir 2 Platz da. Warte mal, wie viele Storner haben wir? 67. Franziska, bauen wir ein wenig schneller da. So, genau. Sie fangen jetzt da die Solaranlage zum Bauen. Tak. Das sind lauter kleine Arbeitsschritte, die Kastel.
Und wenn das fertig ist, bam, haben wir eine Stromquelle. Natürlich nur bei Tag, aber das Ziel ist, mit den Solarzellen so viel Strom zu erzeugen, dass die Batterien voll haben und über die Nacht gelangen. Ja? Dann bleibt das Licht an, man kann kochen auch in der Nacht, weil der ESO-Sepp ja nur in der Nacht umeinander läuft und weiß, dass was ist. So, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Jetzt, wenn sie die Steine noch weggetragen hat, dann war ich echt zufrieden. Na, sie baut gleich eine Mauer. Ja, das war aber viel. Das war jetzt aber viel. Nicht schlecht, Franziska. Nicht schlecht. Und wenn da dann zu ist, dann reißt man die Mauer da dazwischen ab, erweitert man unsere Lagerzone da um und dann haben wir genügend Platz für unsere Kartoffeln, Reiskernel und vor allem Menschen. Haben wir eigentlich noch Menschenhaut irgendwo rumliegen? Ja, 15 Menschenhaut haben wir noch. Verrottet, weil nicht überdacht. Wir müssen mal ein Lager bauen. Wir haben so viel. Wir haben alle Hände voll zu tun, Kinder. Alle Hände voll zu tun. Wie spät ist es überhaupt? 10 nach 9. Ich möchte mich verarschen. Wir haben doch noch nichts zerrissen. Best Game ever. Risikozusammenbruch. Warum? Bei ESO-Sepp. Warum? Menschen geschlachtet mal 2. Der kriegt pro Mensch einen Malus. Das geht nicht gut aus. Das geht ihm nicht gut aus. Das geht ihm nicht gut aus. Nein? Heftet. ESO-Sepp, das heftet, da müssen wir durch. Da müssen wir durch, dann heftet es nicht. Was soll ich sagen? Was haben wir denn da eigentlich? Eine Wand aus Stahl. Wie viel Stahl haben wir denn eigentlich? Haben wir Stahl? Ja, einigermaßen. Ja, der ESO-Sepp kocht lieber da unten. Da kochst du unten und weißt du was wir... Hey, mittlerweile haben wir ja sogar schon 3 Zutaten. Wir haben Fleisch und 2 verschiedene vegetarische Zutaten. Wir können eigentlich schon eine richtig gute Mahlzeit herstellen. Das stellen wir jetzt ein. Ab in die Küche. Aufgabe hinzufügen. Eine üppige Mahlzeit kochen. Eine üppige Mahlzeit mal 4 kochen. Probieren wir das einfach mal aus. Das Rezept üppige Mahlzeit mal 4 kochen benötigt die folgenden Fähigkeiten. Allerdings hat niemand aus der Kolonie diese Fähigkeiten, um diese Aufgabe ausführen zu können. Kochen 8. Tja, ESO-Sepp! Lernen wir schnell! Spacken! Kann er das dann normalerweise? Die braucht Skill 8, Alter. Was hat der ESO-Sepp für einen Skill? Kochen, Sim. Und jetzt mal, wenn er was kocht, kriegt er wie viele Skillpunkte? Naja, gute 50. Oder? War er von 80 auf... Ja, also gute 50. Plus, minus ein bisschen etwas. Wahrscheinlich je nachdem, was er kocht. Ja, gut, da ist noch ein bisschen hin. Üppige Mahlzeit, dann halt nicht. Hashtag Spacken. Korrekt, Maxi King. Absolut korrekt. So, wie schaut's jetzt aus? Was tut denn der ESO-Sepp eigentlich? Fangt er jetzt da draußen das Putzen an? Bist du besoffen? Was ist los mit dir? Kann man das nicht auch irgendwie umstellen? Es gibt doch irgendwo so eine Zone. Wir haben ja keine Forschung eingestellt. Warum sagt denn keiner was? Warum sagt denn keiner was von euch? Ja, Bierbrauen natürlich. Forschung aktivieren, Brudi. Forschung aktivieren, Brudi. So. Man kann doch irgendwo Zonen festlegen. Ja? Heimatgebiet. Ah ja, da schau hier. Heimatgebiet verkleinern. Das heißt, in den blauen Zonen, da putzen die. Was interessiert mich, ob es um die Solaranlage rundum dreckig ist? I don't give shit, Alter. Und da hinten in irgendeiner scheiß Höhle drin. Was interessiert mich das? Hinterfahren kein Stecker nicht. Vielleicht bis daher noch, ja. Vielleicht bis daher noch, ja. Da hinten nicht. Da nicht. Da auch nicht. Weg mit dem ganzen Schund. So. Da brauchst du auch nicht putzen. Und wenn du mich fragst, brauchst du da auch nicht putzen. So. Kann weitergehen. Franziska, bau mir die Granitwand, Alter. So. Birger, schau mal meine letzten beiden Donos an. PayPal Kirschbaum. Da wusste ich schon wieder. Strom verlege einfach mehrere Kabelreihen nebeneinander. Und schau mal unten neben Architekt auf Zeitplan und sage denen, wann sie arbeiten oder Pause machen sollen. Soweit ich mich erinnere, ist bei denen grau, also dass sie alles machen dürfen. Das habe ich letztes Mal schon eingestellt. Das kenne ich auf alle Fälle. Das ist der Zeitplan. Das da. Das ist unbegrenzt. Heimat. Was? Ach so. Ja. Ja. Weiß schon, was du meinst. Aber das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Das funktioniert schon. Danke für den Tipp, danke für den Euro. Spam das ruhig im Chat ein, das muss die nicht einen Euro kosten. Real Olf, hab mein Pferd gefressen, darf ich auf dir weiter rein. Der ist auch nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, Olf.
Schau, mein letzten Tipp, tu die Batterien in einzelne Räume und so wenig wie möglich beieinander. Wenn die explodieren, hast du ein größeres Problem als Menschenleder. Das habe ich aber noch nie gehabt. Das hab ich schon immer so gemacht und die habe ich immer einbetoniert und überdacht. Dann hat nie was gefeit. Also wirklich von Anfang bis ins späteste Late Game habe ich nie Probleme mit den Batterien gehabt. Wann bauen wir das Gefängnis? Feuerwehrler Janrol, das ist eine gute Frage. Wann bauen wir das Gefängnis? Also, was ich dir sage, da bauen wir jetzt da dabei einfach nur einen Raum ohne. Drücken wir mal auf Play. Granit 1, 2. Ja, Gefängnisszenen, nein, die bauen wir gleich woanders hin. Natürlich haben wir Menschenfänger, ja. Das ist ja wohl auch klar, wir haben Menschenfänger, wo bunkert man die? Dahinter machen wir lauter so Mini-Zellen. Ah, das wird gut, jetzt pass auf. Wand aus Granit. 2 Viertel Brot. Wie der man das? So groß ist ein Bett. Dann kriegt er noch einen Platz zum Kacken. Und dann kriegt er noch den da und dann war's es. Dann machen wir jetzt so. Das wird so asozial. Tür aus Sandstein? Nein, ich möchte Tür aus Granit, Alter. Machen wir Granitsteine. Warum macht da keiner Granitsteine? Jetzt wollen wir priorisieren, meißeln. Nein, der ruht sich aus. Ja, jetzt geht der ISO-Sepp wieder schlafen. Was tut denn eigentlich der Pro-Gamer? Essen schon wieder. Du fetter Hurndeife. Ist die Solaranlage schon im Stromkreis drin? Berechtigte Frage. Kann natürlich sein, wahrscheinlich nicht. Doch, ist drin. Schön. Ich hab's gehofft, dass es drin ist, aber ich hab's nicht überprüft. Berechtigte Frage, Kinder. Berechtigte Frage. Kann jetzt da mal einer die Steine wegdrehen? Das war auch mal toll. Damit die scheiß Windanlage mal einen Strom produziert. Kann man das einmal regeln? Pro-Gamer tragt weg. So, Pro-Gamer tragt den nächsten Stor weg. Und dann sagen wir ihm, er soll den letzten Stor wegtragen. Und wie man sieht, auf einmal Windradl goes brrr. Windradl goes brrr. Das hätte man vielleicht auch schon mal vor 2 Stunden machen können. Aber habe ich selber nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, die Steine schauen aber nicht so aus, als täten sie wirklich Sicht verdecken oder irgendwas verdecken. Man kann die auch als Deckung benutzen. So. Entschuldigung, ins Mikro gerotzt. Asozial. Asozial. Franziska tut da unten fleißig bauen. Das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn ihr das Material ausgeht, dann geht's wieder Steine meißeln. Wo geht's jetzt wieder hin? Naja, sie holt sich wieder einen Stein, jetzt geht's meißeln und dann weiterbauen. Ja, es war einmal geil, wenn ein 4. Kolonist käme dort. Ja. Dann hätten wir wieder einen Arbeitsschritt, den wir nur den machen lassen können. Dann haben wir so viele Steine, dass wir nicht wissen, was wir bauen sollen. Wir werden so viele Steine meißeln, bis die Mauern von selbst sich errichten. Oh, der ESO-Sepp schon hier. ESO-Sepp, schauen wir mal, Bedürfnis. Hat's gemütlich, 4 schon hier. In der Hitze geschlafen. Er ist verschwitzt, unansehnliche Dinge. Es ist Tag, Menschen geschlachtet mal 2. Dauert immer nur 4,6 Tage. Also so viele Menschen darf man nicht schlachten, weil sonst gibt's echt Stress. Haben das eigentlich alle? Ja, wir haben Menschen geschlachtet. Er hat's aber bloß einmal. Ich bin wie ein Psychopath angezogen. Oh lecker, wie gut ist denn das, Alter? Ich bin wie ein Psychopath angezogen. Das habe ich so auch noch nicht gelesen. Gefällt mir gut. Ah, Pro-Gamer, da muss leben damit. Das hilft nicht. Das ist unser Schicksal. Das hilft nicht. Hilft uns nicht. Oh, schau hier. Jetzt können wir das da abreißen. Unser Kühlkammer ist fertig. Franziska, du sollst nicht umeinander spazieren gehen. Entfernt Dreck. Bist du besoffen? Was tut's denn jetzt? Was tut's denn jetzt? Dreht's jetzt komplett durch. Was tut's denn jetzt? Putzt's jetzt da? Das ist dein verdammter Ernst, Frau. Bist du bummvoll? Wir haben noch Bierbrauen, haben wir noch nicht erforscht, Kinder. Haben wir noch nicht erforscht, da muss ich noch mal die Zone anschauen. Das war übrigens auch eine Mechanik. Die ich lange nicht verstanden habe mit den Zonen, wie das wirklich funktioniert. Also du kannst Zone, Heimatgebiet, ja, das habe ich mir schon gedacht, da muss fast ein Heimatgebiet vom Startpunkt sein oder so. Und dann putzen die in der Zone. Wenn dort regelt, dann putzen die da drin. Da rennt jetzt ein Dicker, macht überhaupt keinen Sinn natürlich, aber es ist auch bloß ein Computer, was soll der machen? Da rennt die Idiotin da oben, du sollst nicht da oben rennen, du sollst da aufgehen und die scheiß Mauer abreißen, du Rindviech, du Saudums.
Was tut's jetzt? Mauer hoffentlich abreißen. Ah ja. Wenn man weit genug reinzoomt, dann haben bei den Arbeitsschritten irgendwie so, was er gerade tut, so Ladebalken dort und dann hat es ein Dach verlegt, damit da schön sauber zu ist. Und dann haben wir da herin eine Temperatur von 20 Grad. Warum denn das, Alter? Was ist denn da kaputt? Wieso haben wir wieder eine Temperatur von 20 Grad? 18 Grad. 17, das steht hinter mir übrigens, der Raum, die Raumtemperatur ist jetzt bei 12 Grad. Langt da vielleicht auch eine Klimaanlage nicht. Also eine Kühlanlage. Innen, jetzt haben wir bei 10, 8 Grad. 7, 6 Grad. Lies einen Chat, sie fix, ich lese doch Bürger, hör mal auf den Motzog, sonst gibt's Schläge. Was du denn? Bürger, nicht da oben das Gefängnis. Alter, ich zuck gleich aus. Warum denn? Bürger, jetzt hör uns mal zu da am F-Arsch der Welt. Was denn? Das ist kein Programmer nicht, der liest den Chat nicht. Das Dach war offen. Was? Du hast ja gerade erweitert, da war's warm im neuen Kammerl. Kannst kein so ein Menschgeld züchten. Motzog ist gleich, ich weiß nicht, was ihr redet, oder ihr müsst mal dann auch, wenn ich da nochmal in den Chat schreibe, nicht sagen, dass ich nichts lese, sondern das schreiben, was ich lesen soll. Das Gefängnis willst unten auf der anderen Seite von der Klima bauen. Ja, aber dann sterben sie ja. Das will ich ja nicht. Das war eine gute Idee. Wir bauen schon eine Folterkammer. Tu dich nicht oben. Wir bauen noch eine Folterkammer. Gute Idee. Gute Idee. Hab die Idee aber letztes Mal schon gehabt, glaube ich, gell? Das wollte ich letztes Mal schon mal. Kriegen wir schon noch. Kriegen wir schon noch. Wir können ein Himmel- und Hölle-Gefängnis bauen. Da machen wir eine Zwischenwand. Viel besser. Brudi, let me handle this. Wir bauen folgendermaßen. Jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. So, das drehen wir jetzt. Das machen wir jetzt so. Und so. So. Und jetzt haben wir quasi da ist sau heiß und da ist sau kalt. It's something. Funktioniert auf alle Fälle. So, brauchen wir natürlich nur ein Granittier. Zack, 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 zack. Und dann kriegen die Betten, brauchen die Betten, ich glaube nicht. Ja, die kriegen keine Betten. Nein, die schlafen am Boden. Die sollen fotzen halt nur am Boden schlafen. So. Drücken wir auf 3, alle 3 schlafen. In der Zwischenzeit auf euch. Wem's gefällt, Like da lassen. Wer noch kein Abo da lassen hat, Abo da lassen. Wir spielen normalerweise andere Sachen, aber das ist auch wieder zwischendrin nochmal gut. Und wer keinen Like da lässt, der schlägt sein Eis. Aha! Köstlich. Als Wölfchen schreibt, Heimatzone erweitern auf die Anlagen zum Feuerlöschen. Vielleicht liest er es jetzt. Auf was für Anlagen? Zone, Heimatgebiet. Auf was für Anlagen? Auf das da? Ach, wegen dem Feuerlöschen? Da hätte ich spätestens dran denkt, wenn's brennen und keiner zum Löschen geht. Da kann man so machen, oder? Das klang da. Machen wir so. Das muss reichen. So, wie schaut es jetzt da eigentlich aus? Esosepp, was wärst denn du schon wieder treiben? Wir wissen eigentlich mal, wenn es das Silbereisam ist. Damit du auch mal was Sinnvolles tust, Esosepp. Der Programmer, wie geht's eigentlich am Programmer? Bedürfnis. Ja, geht nicht. Er ist ein bisschen unzufrieden, weil wir Menschen geschlacht haben und weil es kalt ist. Wieso ist er jetzt kalt? Achso, weil er da drin. Ja, okay, bin schon stark. Er ist quasi in der Kühlkammer. Ja, bin schon stark. Er ist hungrig. Er tut jetzt mit dem Tisch essen. Dann verschwinden die ganzen Mali. Oh, welch gebildeter Herr Mali. Das kam unerwartet. Der feine Herr Mali. Da war ich jetzt gern beim Saufen! Was? So. Franziskar betoniert uns unser Himmel- und Hölle-Zelle. So schaut's aus. Machen wir ein bisschen schneller da. Was ist denn das überhaupt? Granit. Weil aus der Granitwand kommst du nie wieder raus. Jetzt brauchen wir dann nur, wir brauchen schon ein Bett da drin. Warum? Warum brauchen wir ein Bett da drin? Weil ich sonst da keine Gefangenenzelle draus machen kann. Also ich muss quasi da hier Möbel. Da geben wir hier Möbel. Oh, Schlafsäcke gelangen, nein. Schlafsack aus Menschenhaut. Du
kannst in deinem Freund schlafen, du Hurensohn! Oh, leck, wir haben hier die sadistischen Hurensöhne, Alter. Das ist unfassbar. Tja, wie viel braucht denn so eine Menschenhaut? Wie viel Menschenhaut braucht man für einen Schlafsack? 40. Wie viel haben wir? 45. Wie passend! Es ist so asoziales Schmäh! Das best Game ever. Du kannst das brauchen wir nicht diskutieren, Alter. Schnauze, brauchen wir nicht diskutieren. Kriegst du einen Schlafsack aus Menschenhaut, du schlafst in deinem Freund, Alter. What the fuck is wrong with this game? Oh, leck, wir haben wirklich die asozialsten Arschlöcher, die umeinander rennen. Und das Allerschlimmste ist, wir haben unser Bedürfnis echt einigermaßen im Griff. Was ist mit der Franziska? Die hat gar keinen Spaß im Leben, gell? Franziska, du bist einfach nach wie vor die unterfegelte vegane Mit-40erin, die ist einfach permanent unzufrieden. Permanent unzufrieden, Alter. Abscheuliches Schlafzimmer. Ja, dann bau da halt ein neues, du. Weißt das schon. Unansehnliche Umgebung. Wir haben Menschen geschlachtet. Ich weiß nicht, warum da immer alle ein Problem damit haben. Ja. Franziska, mach mal ein bisschen schneller da. Mach jetzt mal ein bisschen schneller da. Ja. Wo ist denn die nächste Ladung? Hol dir die nächste Ladung. Und bau die Zelle fertig. Was ist denn da jetzt? Warum glitzert denn jetzt? Warum glitzert denn die jetzt? Oder haben das Funken vom... Oh, leck, der Isel hat wie sagt man da? Geiat. Sagt man da Viren? Ich hab keine Ahnung, Alter. Hab doch keinen Esel nicht gehabt. Oh, so ein Babyesel ist schon auch nett. So ein Babyesel ist schon nett. Was tun die eigentlich den ganzen Tag? Weibchen, Esel. Maria. Geht etwas spazieren. Das sei der Vergund. Und jetzt frisst Kartoffeln, oder was? Hat einfach Kartoffeln gefressen. Soll der Vergund sein, wieder. So. Unsere Kühlkammer will erweitert werden. Zone erweitern. Machen wir so. Plupp. Und schon ist unsere Kühlkammer riesengroß. Bloß Franziska hat sich noch nicht bequemt, die Zwischenmauer da abzureißen. Alter. So. Was macht der Esosep? Der Esosep forscht am Bierbrauen. Ah, ob wir das heute noch zu Gesicht kriegen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir heute noch... Wir brauchen ja einen Hopfer. Wir brauchen einen Hopfer wahrscheinlich zum Bierbrauen. Da können wir jetzt eigentlich gleich mal nachschauen. Hopfen, mindestens Fähigkeit 3. Das ist machbar. Fangen wir mal an zum Bauen. Jetzt pass auf. Anbauzone, die bauen wir direkt auf als Heisel. Blub. Hopfen. Ja, Zone aufgezogen, Anbauzone, machen wir Hopfen draus und der Programmer kümmert sich dann schon irgendwann drüber. Drum. Da liegt übrigens noch 3 Pfund Reis umeinander. Warum klappt denn den eigentlich keiner zusammen? Was tut denn Franziska den ganzen Tag? Oh, Schlafsack aus Menschenhaut! Na! Nur Betten in geschlossenen Räumen können als Gefängnisbetten deklariert werden. Ah, okay, der Raum ist noch nicht geschlossen. Vielleicht geht's dann. Oh, das war jetzt schade. Das war jetzt schade, wenn man einen Schlafsack nicht so im Gefängnisbett machen kann. Wie asozial ist denn das? Da möchtest du jemanden angreifen. Meinst du, bist der Obermotherfucker? Dann wirst du noch gerade ausgezogen. Und ins Gefängnis gesteckt in einem Menschenhaut-Schlafsack. Du musst sprichwörtlich in deinem Freund schlafen, mit dem Wissen, dass rechte Seite ist Himmel, da wird's eiskalt drin, linke Seite ist Hölle, da wird's sau heiß drin, wenn ihm was nicht passt. Tja. So, da haben wir noch ein Stromkabel aufgezogen, damit die Klimaanlage da oben Strom hat. Ne? Franziska druckt Steine umeinander, das ist auch in Ordnung. Und der Pro-Gamer baut einen sauberen Hopfer an. Ah, Babene. Wie lange dauert der? 5% schon gewachsen, der Hopfen. Der wächst aber schnell in der Finstern, mitten in der Nacht. Weiß ich nicht, was da los ist. Aber ja. So, jetzt bei so was. Also, wir haben gleich Gefängnis. Gefängnis. Bam! Da, gelbe Gefängniszelle. Eindruck -5. Abscheulich. Jetzt, so weiß ich nicht. Soll ja kein Festel nicht feiern in der Gefängniszelle. Reichtum, dürftig. Freiraum, 4, beengt. Attraktivität, hässlich. Sauberkeit, stark verschmutzt. Perfekto. Babene! Ich meine, das Essen soll ja nicht schön ausschauen. Soll einfach bloß da sein und frisch sein. Quest. Wir haben eine Quest gekriegt. Es gibt sogar Quests, Alter. Obacht. Hütte des Vermögens.
Wir haben geheime Funksprüche abgefangen, aus denen hervorgeht, dass nicht weit von Landau wertvolle Waren mit einem Gesamtwert von 585 Euro gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Energieschildgürtel. Exzellent. Es scheint, dass dort möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Das sind garantiert Aliens. Da meine ich, haben wir unsere Menschenunterhosen noch zu weit unten. Springe zu versteckt mit Waren. Es gibt die, ja genau. Wir haben ja ganz am Anfang, ich hoffe, dass ihr da letzten Mittwoch dabei wart, unsere Kolonie da gegründet, bewusst. Und jetzt müssen wir quasi wandern, da rauf, dann da kämpfen oder was auch immer und wieder zurück. Das dauert ewig. Also das, was heißt ewig? Es dauert relativ lang und wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns wartet. Wir haben ja keine Waffen, keine gescheite Rüstung, keine gar nichts. Das lässt man. Das geht in die Hosen. Das geht in die Hose. Wir schauen erst damit, dass wir unsere Kolonie zum Laufen kriegen. Da musst du dann auch bei so einer Wanderung, musst du dann auch Essen mitnehmen, das nicht verdirbt, weil du hast ja keine Kühlkammer dabei und so weiter. Also es ist richtig cool gemacht. Händler exotischer Güter von Tauminimum. Okay, wie war's, wenn wir dir ein Stück Menschenfleisch verkaufen? Eine Karawane der Fraktion Taumimimim nähert sich. Sie sind Händler exotischer Güter. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Unser Ruf bei denen ist 0, also neutral. Und zum Ort springen und kommen's. Die schauen ja nicht so aus, als könnten wir uns mit einer anlegen, weil wenn ich das so richtig sehe, haben die einen verdammten Panther dabei. Die haben einen Panther dabei. Ich mag auch einen Panther. Wieso hab ich keinen Panther? Warum hab ich keinen Panther? Ich will einen Panther jetzt. Was ist das da? Dromedar. Dromedare hab ich ja gehabt. Aber die hab ich gegessen. Entschuldigung. Und die haben halt einfach zu 15. die werden nicht lang spaßen. Schauen wir mal, was ist denn der Michaela? Michaela, was hast denn du dabei? Eine schwere MP. Zwar schlecht, aber die allein bringt mich um. Also die greift man nicht an. Schlechte Idee. Aber wir können handeln. Wir können handeln. Wir können zum Beispiel mal das Zeug da einsammeln. Erzwinge, anziehen, priorisiere, tragen. Jetzt rammen wir mal das ganze Zeug da oben. Warum tue ich das? Da liegen noch die Hosen und der ganze Scheiß umeinander von den getöteten Leuten. Und wenn die nicht bei uns da im Lagerplatz drin sind, dann kann ich es nicht verkaufen. Und dann kriegen wir halt auch kein Silber nicht. Und so Händler sind echt wichtig, weil du dir da einfach Sachen schnell, ja, wie soll ich sagen, zusammenkaufen kannst, an die du halt so schnell nicht kommst. Vor allem später, wie Bauteile oder irgend sowas, das was später halt irgendwann ausgeht auf der Parzelle, wo du bist. So, jetzt müssen wir aber da mal auch eine hinschicken. Wie funktioniert Handeln? Eigentlich ganz easy. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir gehen mal auf Zone oder irgendwo anders. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Boden, Oberfläche, Geräten, bla bla bla. Irgendwo kann man einen Versammlungsplatz für Karawanen festlegen. Hochzeitsplatz, Party. Karawanen. Was? Karawanenbeladestelle. Nein, das ist auch nicht. Lange Stele. Ich weiß nicht, was eine Stele ist. Eine. Partyplatz, Karawanen. Oh, was für ein Ding? Ist das da? Kommen die dann da oben? Ich habe eigentlich gemeint, man kann denen sagen, wo sie sich treffen sollen. Weiß ich aber nicht mehr genau wo. Ist aber auch nicht so schlimm. Was tut denn hier? Tragt den Reis zur Lagerzone und isst eine einfache Mahlzeit. Franziska, du gehst jetzt einmal auf wieder. Handle mit Hicks. Also nochmal. Bei solchen Gruppen ist einer dabei mit einem Fragezeichen dran und das ist der Händler, mit dem kannst du interagieren. Du musst aber natürlich mit einem Kolonisten aktiv da hingehen und dem befehlen, hey, handle damit. Gehen wir zu Franziska. Markieren wir Franziska, Rechtsklick auf den Händler, handle mit Hicks, Händler exotischer Güter. Klickst du drauf und kommt diese weiße Linie, sie läuft dann hin, wenn es dort ist, bam, Riesendrum Handelsmenü. Eigentlich relativ einfach erklärt, das sind alle Waren auf einem Haufen, die er dabei hat und die gleichzeitig ich besitze. Mit den Pfeilen nach links und rechts kann ich kaufen und verkaufen. Nach links kaufe ich ein, nach rechts verkaufe ich. Die exotischen Güter sind wahrscheinlich so schweineteuer allesamt, dass ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Aber wir haben einen Panther. Die haben 2 Panther zum Verkaufen. Die kosten 560. Beide miteinander kosten also 1120. Und wir haben bloß 1000 Silber. Was wir natürlich probieren könnten, ist, dass wir Panther kaufen, ein Mandal und ein Weiberl, und die werden dann schwanger. Und dann kriegst du Panther-Babys.
Ich habe gerade beschlossen, dass ich Panther-Babys haben will. Aber wir haben auch ein Problem. Dafür müssen wir wahrscheinlich unseren Esel verkaufen. Und dann trat leider Gottes der Bürger durch. Jetzt pass auf, wie kriegen wir das hin? Ich habe bloß noch 5 Bauteile, das ist nix. Ikone, das ist echt scheiße jetzt. Verkauf Bauteile, ja, das da die. Dann gelang es aber immer noch nicht. Und Bauteile ist das einzige, wenn man da sagt, was man abkauft. Alles andere, was ich sonst habe, ich habe Menschenfleisch, ich habe Dromedar-Fleisch, etc., etc., etc. Händler will diese Ware nicht kaufen. Süße Panther-Babys, aber Menschen fressen. Ja, ja. Die werden ja auch irgendwann groß. Und dann werden auch sie Menschen essen. So, tja, das tut mir leid für die Maria, für den Esel. Um ganz ehrlich zu sein, mit dem Esel habe ich mich eh nie so aufreiten können. Ja? Du hast Bauteile bei dir ums Eck rum, ja, die werden wir aber auch noch alle brauchen. Glauben Sie mir. Was wir noch machen könnten ist, was haben wir noch? Außerdem klang's nicht. Ich hab bloß 5 Bauteile für 19, das klang uns nicht, dass wir die 2 Panther kaufen können. Bau die doch gleich noch mit ab. Wir verkaufen den scheiß Esel. So schaut's aus. Esel zu ihm, 2 Panther-Babys zu mir und dann bleibt sogar noch ein bisschen Silber übrig, was auch gar nicht schaut. Aber was haben wir noch? Was kann man noch kaufen? Was kann man noch brauchen? Tierbeeinflussender Psychoimpulsgeber. Was zur Hölle, ne? Elefantenstoßzähne haben die. Gold. Ein Röhrenfernseher, ein Teleskop und ein Flachbildfernseher. Alles klar. Den Muntermacher kann man ja verkaufen. Signor Bürger, don't sell the Esel. Der Esel muss weg. Es hilft uns nichts. Der Esel muss weg. Aber den Muntermacher verkauft mir einer noch. Ich mag den Esel nicht haben. Go away now. Wir freuen uns mit Panther an. Ich will den Panther. Ist er schon fort da. Scheiß Eselviech. Kannibalismus gekocht. Geliebtes Haustier weggegeben. 60 Tage lang. 60 Tage lang Debuff. Oh, das war vielleicht eine schlechte Idee. Upsi. Spacken. So. Fuck. Ja gut, da werden wir leben müssen damit. Hilft nicht. Hilft nicht. Da haben wir uns da mit dem Muntermacher ein. Wie lange macht uns der glücklich? Wie lange macht uns der Muntermacher glücklich? Hallo, Frage für einen Freund. Ich frage für einen Freund. Da müssen wir in der Lagerzone erlauben, wahrscheinlich, oder müssen wir Muntermacher da oder einer legen, ich weiß es auch nicht. Hergestellt. Medizin, Textilien, Drogen. Ja, Drogen, eine damit. Eine damit in das Zimmer. Tragt jetzt du sollst nicht kochen, Alter, du sollst den Muntermacher priorisiere Tragen von Muntermacher. Hau dir den Muntermacher rein, Alter. Und dann verkauft man ihm da oben, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld. Verdammt. Und da müssen wir uns um unsere Panther kümmern. Mit denen, das ist eine coole Mechanik. Die kennen nämlich was. Also Viecher im Allgemeinen. So, Mr. Pro Gamer, du gehst jetzt da noch mit zum Handeln auf. Reinigen von Sand. Der Pro Gamer will nicht sozial sein. Ja, okay. Dann müssen wir es der Franziska sagen. Wo ist denn die? Was tut denn die gerade? Die ist eh direkt ums Eck. Schau hin. So, was haben wir da noch? Bauteil. Muntermacher. Der mag einen Muntermacher nicht. Was ist denn der Muntermacher eigentlich? Lest mal lieber mal. Muntermacher. Ein synthetisches Aufputschmittel. Muntermacher erfüllt das Erholungsbedürfnis des Benutzers und ermöglicht es ihm über längere Zeiträume hinweg zu arbeiten, ohne zu ermüden. Wenn Psywirker diese Droge zu sich nehmen, erhalten sie beim Meditieren mehr Psyfokus als sonst. Die Einnahme von Muntermacher ist jedoch mit dem Risiko verbunden, süchtig zu werden. Das kann doch bloß, das hört sich doch richtig nach einem Job für einen Pro-Gamer. In vielen wettbewerbsorientierten Universitäten und Unternehmen werden verwöhnte Menschen wegen ihrer Verbindung zu dieser Droge manchmal als Überflieger bezeichnet. Sagen wir es, wie es ist! Das ist ein Backel Koks! Sag's doch, wie es ist! So, hilft nicht. So, Kinder. Jetzt wichtig. Unsere Panther die müssen was fressen. Ja? Und die gehen nämlich einfach in diese Kühlkammer und fressen unser Fleisch zusammen. Das ist nicht so gut, aber gleichzeitig auch irgendwo notwendig. Tiere. Wir haben einen Panther 1, Panther 2. Kann man denen ja mal einen anderen Namen geben? Wie nennen wir es denn?
Kann man denen einen anderen Namen geben? Kann man die umbenennen? Weiß es jemand? Ich hab mir eigentlich gedacht, das ist irgendwann einmal gegangen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Erwin und Edmar. Das passen. Oder Zins. Sepp und Zins. Aber ich weiß nicht, wie man es umbenennen kann jetzt. Warte mal. Wähle das nächste Objekt im selben Feld aus. Weiß ich nicht, was das ist. Bei Training. Panther Trainierbarkeit gut, Panther Wildheit 80. Tier umbenennen. Da. Das ist, was ist das? Das ist das Mandal. Das ist der Sepp. Sepp und Zins. So, pass auf. Da haben wir einen Sepp, Panther 2, Zins. Passt. So, dann kann man Tieren Zonen zuweisen. Das heißt, ich kann jetzt da einen Bereich einzäunen, wo sie die Panther aufhalten. Dazu gehen wir her, Zone, ich mache jetzt einfach mal eine neue Zone. Die Frage ist wie? Heimatgebiet erweitern. Machen wir da einmal noch dazu. Das passt. Heimatgebiet da oben. Das machen wir weg. Das interessiert nämlich keinen da oben. Und da machen wir es auch wieder weg. Das interessiert auch keinen, sonst fangen dort Leute zu putzen an. Das wollen wir nicht. Wir machen jetzt da gleich wieder eine neue Zone für Viecher. Arbeitsgebiet. Gebiete verwalten. Gebiet 1 nennen wir um. Pantherzone. Mal Pantherzone 1. Okay. Blub. Schließen. Dann markiere ich Arbeitsgebiet erweitern. Selektiere die Pantherzone. Und mache jetzt zum Beispiel einmal nur da herin. Nur in dem Arbeitsraum. Die kriegen später eine eigene Bude. Ist eh klar. Na, wichtige Viecher. Das wird ein wichtiger Bestandteil unseres Stammes. Geh her, markiere die Tiere. Ja, da habe ich einen Sepp und Zins. Und die haben jetzt momentan erlaubt in die erlaubten Gebiete unbegrenzt. Das heißt, die können rumrennen, wo sie wollen. Ich kann es markieren, dass sie nur im Heimatgebiet umeinander laufen oder halt nur in der Pantherzone da herum. Beide, klick, klick. Und jetzt müssten sie sich eigentlich sofort da auf bewegen. Schauen wir zu. So mag ich das. Und die machen nämlich einen Trick, das ist einmal das erste. Dann brauchen die eine Schlafkistel. Und dann brauchen die Training. Das zeige ich euch gleich. Das ist auch ziemlich cool. Die kennen nämlich dann tatsächlich was, die Viecher. Und sie machen einen Trick. Und jetzt müssen wir aber die Zone erweitern, weil die kommen ja nicht zum Fressen. Sonst da verhungern sie dann einfach. Arbeitsgebiet erweitern. Die sollen auch selbstständig da in die Fleischkammer eingehen können. Da machen wir jetzt so. Da machen wir so. 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 Und dann die ersten 2 Kastel, die sollen es mitkriegen. Das ist in Ordnung. Machen wir so. Und dann können sie die da so bewegen. So, jetzt pass auf. Was können wir jetzt mit den Viechern noch tun? Das erste, was wir mal brauchen ist, wir brauchen mal jemanden, der sich um die Tierpflege kümmert. Einer von unseren 3 Kolonisten muss sich um die Viecher kümmern. Gibt es einen eigenen Punkt, der heißt Tierpflege. Da ist der Pro-Gamer sehr interessiert. Der hat ja auch den Eselcode. Hat da Skillstufe 6, das ist auch in Ordnung. Und Priorität 2. Da wir unsere Panther aber ziemlich hoch einstufen, machen wir Priorität 1. Und dann haben wir schon mal jemanden, der sich um die Viecher kümmert. Das passiert selbstständig. Ja, du kannst es dann auch befehlen, glaube ich. Aber so eine Trainingseinheit ist zeitlich begrenzt und eine Pflegeeinheit ist zeitlich begrenzt. Also soll das der Typ einfach selber machen. Dann gehen wir jetzt einmal her und schauen wir uns mal einen Sepp an. Sepp, klickt man Sepp. Sepp, oh, das ist der Sepp. Sepp schaut noch ziemlich cute aus. Super Panther, ole ole. Gehen wir auf Training. Und dann heißt es, erst einmal, der Panther ist trainierbar, gut. Tolle Sache. Und der Panther ist noch 80% wild. Das bedeutet, er kann durchdrehen. Und dann gibt es Stress. Der ist nicht leicht aufzuhalten. Aber er ist auf alle Fälle schon mal 5 von 5 zahm. Das heißt, das Tier wird sich selbst als ein Mitglied deiner Kolonie betrachten. Dann kann man ihm Sachen beibringen. Beschützen, angreifen, retten und tragen.
Das Tier wird gelegentlich zufällig ausgewählte Objekte tragen. Es kann nicht dazu bewegt werden, bestimmte Objekte zu tragen. Benötigte Voraussetzung beschützen. Das heißt, das tragt dann Sachen umeinander. Da müssen das Kolonisten nicht mehr machen. Das kann beschützen. Das heißt, du hast so eine Art wie ein Jäger in WoW, so ein Beastmaster, 5 Panther dabei, wenn jemand angreift, und dann kannst du die freilassen. Und die laufen mit dir mit die ganze Zeit, bis du auf den Knopf drückst, freilassen. Dann rennen die Panther auf die Typen zu und zerhäckseln alles, was da ist. Geilster Scheiß ever. Jetzt fangen wir an. Training aktivieren fürs Beschützen, Training aktivieren fürs Angreifen, Retten, Tragen. So, jetzt müsste eigentlich der Pro-Gamer in der Lage sein, was Tierfähigkeit zu niedrig benötigt 8. Dann wird's schwierig. Ein Panther ist so ein Viech, so ein hochstufiges Viech, dass man Stufe 8 braucht dafür. Scheiße. Scheißdreck. Ja, okay. Ja, das hilft nicht. Das hilft nicht, aber unsere Panther können schon mit Babys machen. Das ist ja schon mal Epsi. Was tun wir dann? Tja, dann versucht man Dromedare und Straußen zu zähmen. Ich hab's gesagt, don't sell the Esel. Flix, wieder mal recht gehabt. Aber haben ja auch Wildtiere da, nämlich zum Beispiel das Dromedar da herunten. Was haben wir noch? Gehen wir da Wildtiere. Ein zweites Dromedar da herunten. Und dann haben wir noch Wildtiere. Einen Vogelstrauß! Der sprichwörtlich ein bisschen so ausschaut. Eine perfekte Kopie, Alter. Warte mal. Jetzt warte mal. Jetzt pass auf. Stealth. I love it. Guter Witz, glaub für mich selber auf die Schulter. So. Jetzt hätte ich Tasten braucht für das Stealth. Für das Stealth-Meme. Hashtag Stealth! Mit E! Ohne A! So. Wir schauen eigentlich unser Gefängnis aus. Ja, Franziska ist fleißig, oder? So, jetzt pass auf. Forschung abgeschlossen. Bierbrauen! Baue eine Brauerei und Gärbottiche, um Hopfen in leckeres Bier zu verwandeln. Alter. Zusammenbruch schwer. Jetzt meine ich geht's bergab. Jetzt geht's bergab. Ohne Tisch gegessen, Menschenleder, Stammerskleidung. Ich wurde beleidigt, warum auch immer. Hallo, ich bin Pro-Gamer. Wir haben Menschen geschlachtet, geliebtes Haustier weggegeben, Kannibalismus gekocht. Ja, Bürger, jetzt meine ich, ist Zeit für unseren Muttermacher. Ne? Ja, das hilft dann dran, aber ein wenig durch. Soll er ein wenig durchdrehen? Du, das hilft uns nichts. Ist jetzt unser Gefängnis da bald einmal fertig. Ich darf auch gern wieder angreifen, Alter. Was haben die für Waffen dabei? Pumpguns und Uzis und schwere MGs. Nicht schlecht, gell? Nicht schlecht. Bürger, wenn's 5 vor 12 ist, Bürger, ja? Dann haust du den Muntermacher ein, dann geht's schon. Ja? Dann geht das schon. Was brauchen wir eigentlich? Ist vielleicht so ein Panther schon schwanger? Nein. Das ist ein Männchen, wie soll der schwanger sein? Weibchen, Panther, Alter 2. Geht etwa spazieren. Naja, die werden schon noch schwanger, das kommt schon noch. So, jetzt bauen wir den Vieh erst mit Boxen. Ja, Möbel. Bauen wir eine Tierbox. Da, Tierkiste. Tierkiste aus Holz. Haben wir genug Holz? Nein, wir haben gar nichts. Aus Granit möchte ich auch nicht bauen. Wieso kann ich da eigentlich... Das ist ein bisschen dumm gemacht. Oh, ein Tierbett aus Menschenhaut. Ja, was auch sonst, oder? Ja, drunter fangen wir mir gar nicht an. Tierbetten aus Menschenhaut brauche ich. Alle anderen sind unbequem. Das Spiel ist so kaputt und gleichzeitig gut. Das ist, mir kommen übrigens jetzt langsam da, das wird immer mehr. Das ist so komplex und Dings, es schaut auf den ersten Blick nicht so aus, aber deswegen ich liebe dieses Spiel. I fucking love it. Und das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs, was wir mir da tun. Die Spitze des Eisbergs, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich.
Was tut jetzt eigentlich Sie da? Warum drucken Sie die Stirn umeinander? Ist die schon wieder besoffen? Franziska, sind Sie schon wieder betrunken? Was machen Sie? Stirn einzeln umeinander tragen. Hat sie es denn? Hat sie es denn? Sie haben Liebe gemacht! Panther hat Liebe gemacht! Geht etwas spazieren! Ja, danach ein wenig spazieren gehen, hätte ein How to Schnacksel reingehört, wenn du mich fragst. Meistens ist aber einfach der. Los mich! Das so. Oh, der Pro-Gamer wird alle umbringen, ja, da hast du recht. Wer hat das geschrieben? Der Jan. Du, die sagt das, was ist, der Pro-Gamer wird alle umbringen. Der ist am Ende, Alter. Der ist am Ende. Da kannst du sagen, was du möchtest, der ist am Ende. Der einzige Buff, den der noch hat, ist der allerbilligste, den er eigentlich gar nicht haben soll. Schlecht. Vielleicht sollte aber einer einfach mehr Holz hacken, damit wir da einen zweiten Stuhl haben, damit er mal mit Stuhl essen kann. Das gibt's ja nicht, oder? Was wie spät ist es überhaupt? Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Ich hab schon gesehen, das müssen wir öfter spielen. Spiel hat mich schon geguckt, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, bin schon wieder voll drin. So. Kinder, ist das schon dieselbe Zone? Keine Textilien, Medizin, Drogen, ja. Nahrung, bla bla bla, Erraube Verrottendes und Frisches. Ja, das passt. Das passt. Liegt da sonst nirgendwas an? Wie viel Holz liegt da? 13. 13 Holz hilft uns nicht weiter. Franziska, kannst jetzt du mal was da für dich geht? Nein, okay. Was tut der Bürger? Nix. Deine zwei Panther, die haben auch noch wach, die stehen da so ein bisschen umeinander. Das ist schön in Ordnung. Bedürfnis, wie geht's denn denen überhaupt? Geh mal her. Bedürfnis, Ernährung, Erholung. Ah ja, die schlafen schon irgendwo. Machen wir mal einen Tierplatz, der kostet nichts. Den machen wir jetzt einfach mal da und da. Kann man das zuweisen eigentlich? Nein. Das soll, da schlafen sie dann von selber. Da quasi auf dem Fleckerl. Neobit 8 wenn das Spiel nicht so teuer wäre, würde ich es mir holen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Spiel kostet nämlich nach wie vor saftige 30 €. Und es gibt es auch nirgendwo billiger. Auch nicht auf MMOGA oder sonst wo. Aber ich garantiere, wenn dir das ansatzweise taugt, haben 300 bis 500 Stunden, 200 Stunden gar nichts. Sprach dein Pro-Gamer des Vertrauens. So. Wo haben wir ihn eigentlich? Was tut denn der Pro-Gamer eigentlich? Der tut Reispflanzen umbauen. Ja, das ist alles in Ordnung und toll. Wie schaut es mit dem Fleisch aus? Das wissen wir nicht. Wildtiere. Ein Strauß haben wir schon angefangen zu zähmen. Da, 10%. Ah, der mag uns schon so hübschaarig. Wie schaut es da aus? Wir müssen halt so schnell wie es geht unsere Tierpflege nach oben bringen. Machen wir mal Jagen 1, Bergbau 1, Waldarbeit. Waldarbeit ist wichtig. Schmieden, Schneidern ist auch wichtig. Handwerk, was für Handwerk, Alter? Handwerk auch wichtig, passt schon. Bauen, Jagen, Hilfsarbeit und so weiter, ja, das ist schon alles verteilt. Der soll zähmen gehen. Ja, wir brauchen Skillpunkte im Tierzähmerei, damit wir unsere Panther trainieren können. Oder wir haben vielleicht Glück, kriegen wir einen neuen Kolonisten dazu. Und, wie soll ich sagen, der kann Tierzähmen sehr gut. Das war toll. Der Mutillerie schreibt, ich habe 700 Stunden im Spiel. Der wird sich bei mir auch ungefähr hingehen. Wenn die Spiele zu teuer, das haben wir schon gelesen. Habe ich die Alter, Hans, habe ich die. Kennst du den TomTom? No. Mein Programmer des Vertrauens trifft aber auch nichts, wenn er schießt. Das können wir gerne mal ausprobieren. Herr Neumann, ungefähr. Was ungefähr? 200 Stunden haben gar nichts? Oder was meinst du? Ich habe so ein bisschen ein Problem, dass das Bedürfnis meiner Leid massivst nach unten geht. Das ist gar nicht so einfach, Menschen zum Essen, Schlachten, Kochen und dann anziehen, ohne dabei durchzudrehen. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen beabsichtigt sein, weil sonst weißt du das schon. Was haben wir denn da eigentlich? Silbererz. Da ist Silber, oder? Das habt ihr wahrscheinlich gemeint mit vorher. Silber zum Abbauen. Ich hab gemeint, das ist Stahl. Und das da sind Maschinen, das sind Bauteile, glaube ich. Gell? Können wir mit zum Abbauen markieren. Der Lukas Habibi schreibt, wie oft und wann streamst du? Ich stream jeden Montag und Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. Oh, wichtige Durchsage. Nächsten Mittwoch fällt der Stream aus. Warum? Weil ein Stream wird auf Donnerstag verschoben. Das werden wahrscheinlich sehr viele sowieso nicht mitkriegen. Ich werde es ankündigen, überall wo ich kann. Im Community-Tab, im Discord. Wer mein Discord noch nicht kennt, Link ist in der Beschreibung.
auf Facebook, auf überall, warum ist nächsten Mittwoch kein Stream? Weil der Stream am Donnerstag ist. Warum? Weil der fucking Cyberpunk rauskommt. Und natürlich spielen wir diesen Stream. Vorerst an dem Donnerstag mal mindestens 2 Stunden, wahrscheinlich aber eher Open End. Und dann muss ich euch leider Gottes enttäuschen. Es wird den Cyberpunk Ultra Open End Special Wochenende, sonst irgendwas wird es nicht geben. Warum? Ich habe eigentlich vorgehabt, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 7 bis 12 zum Streamen, also halt Vollgas, weil einfach Cyberpunk das meiste erwartete Spiel, das seit Ewigkeiten ist, auch bei mir. Die Handelskarawane der Fraktion Tau zieht weiter. Geschenk von Tau Minimum. Die Außenweltler der Fraktion Tau haben mein Geschenk dagelassen. Gold mal 5. Ich weiß nicht, was ich mit Gold soll. Kann man das essen? Ich weiß nicht. Warum mache ich das Special nicht? Warum nicht? Vor einer Woche ist WoW Shadowlands rausgekommen. Das ist ein für mich privat sehr großes Highlight, weil da alle meine Freunde wieder da sind, die normal nicht so oft da sind. Und da werden am Mittwoch, nächsten Mittwoch, Mythics, also ein bestimmter Spielmodus innerhalb vom Spiel, das mag ich jetzt nicht erklären, freigeschaltet und das ist so ein bisschen mein persönliches Highlight. Wenn da einfach alle da sind und wir miteinander wieder mal ein Spiel spielen. Wir haben einfach mittlerweile alle Erwachsene Männer, die Hälfte davon hat schon Kinder und so weiter, darum ist das was Besonderes. Und das lasse ich nicht sausen wegen einem anderen Spiel. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und ich glaube, dass viele von euch Cyberpunk selber spielen. Das müsst ihr nicht bei mir sehen. Aber wir spielen am nächsten Donnerstag Cyberpunk. Und dann geht's den ganzen Dezember hin mit Cyberpunk und sonst nix. Wahrscheinlich, vielleicht auch noch ein bisschen RimWorld. Wer hat Bock auf RimWorld nebenbei? Ab in den Chat. So, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Und dann ist einmal Weihnachtspause, so wie jedes Jahr. Aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. So, wir schauen mal aus. Unsere Panther. Panther Sepp geht's gut. Arbeit, Tierpflege ist auf alle Fälle aktiv. Er hat 5, er hat 3. Gut. Da liegt der Batzen Gold, als hätte jemand einfach hergeschissen. Passt. Was tut der ESO-Sepp? Der kocht schon wieder der Teufel. Ja, ist auch wichtig. Ja, die leckeren Mahlzeiten haben so momentan das Einzige, wenn wir unsere Skillpunkte zusammenkriegen können, also unsere Bedürfnispunkte zusammenkriegen können. Und ja, in der Hitze geschlafen, hab schleunliches Schlafzimmer, scheiß Umgebung, bla bla bla. Ja, das ist alles nicht so tragisch, weil das alles nur ganz kurz ist. Schlimm sind die Sachen, die von längerer Dauer sind. Wie zum Beispiel Menschen geschlachtet, 2 Tage lang. Das ist halt ziemlich beschissen. Und der Pro-Gamer ist halt völlig im Eimer. Kannibalismus gekocht, ist aber in 4 Stunden vorbei. Das ist wichtig. Die minus 15 sind wichtig. Das mit dem geliebten Haustier, das wird echt schwierig. Mir darf man Pro-Gamer nicht mehr kochen lassen, weil der sonst noch mehr einen Menschen kocht und dann durchdreht. Das lässt man nur einen ESO-Sepp machen. Der soll dann ein wenig meditieren, das kriegt er dann schon wieder in den Griff. Arbeit, Pro-Gamer, Kochen, aus. Ja, den schaltet man komplett aus, dann kocht er nicht mehr. So. Bis dahin werde ich schon noch durchhalten. Ansonsten hauen wir einen Muntermacher ins Gesicht und dann wird das schon. So, ESO-Sepp, du kochst jetzt einmal wieder Teufel. Na, da flippt er aus. Schau hin, bisschen Fleisch, bisschen Reise, passt. Was man da eigentlich einmal einstellen kann, ist, der soll sofort eine leckere Mahlzeit mal 4 kochen. Ja? Wiederhole, bis du X hast, 10. Wie das genau funktionieren soll, das weiß ich nicht. Das machen wir jetzt mal weg. Und jetzt kocht er halt gleich 4 leckere Mahlzeiten auf einmal. Dann lauft er nicht so oft umeinander. Schiff zu den Sternen. Eine neue Quest ist aktiv geworden. Sie heißt Schiff zu den Sternen. Eine 4-Sterne-Quest. Aha. Eine freundliche KI aus deiner Vergangenheit namens Charlton Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Raumschiff auf diesem Planeten versteckt hat und gibt dir die Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Wenn du ankommst, musst du es erst hochfahren und es dann gegen angreifende Räuber verteidigen, die es stehlen wollen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist. Wenn du zu diesem Schiff reist, wird Charlton Whitestone dich aus dieser Randwelt herausfliegen. Dann hätten wir es quasi durchgespielt. Ja, da
ist noch ein bisschen hin, glaube ich. Wo ist das? Springe zu gelandetes Raum. Alter! Alter! Das ist das gleich im Nordpol auf im Park, du Trottel. Da laufe ich schon 4 Wochen. Da laufe ich schon 4 Wochen und muss eine ganze Horde von Elefanten mitnehmen zum Fressen. Bis ich da oben bin. Ja, das dauert ein wenig. Das dauert ein wenig. Das dauert ein bisschen. Das wird in dem Jahr nichts mehr. So. Wie schauen wir aus? Franziska, wie lange baust denn du eigentlich an dem Gefängnis schon mal an? Die Panther schnackseln, da drauf ein Schluck Cola. Köstlich. Haben wir da schon irgendwie schwanger oder so? Wo sagt man das gleich wieder? Weibchen. 10. Das darf schon Totensteh, oder? Ist trächtig. Das darf dann Totensteh, glaube ich. Das wird schon, oder? Die schnackseln so oft, das wird schon mal hinhauen. Ja, dann kriegen wir Babypanther und wer den Babypanther angelangt, der kriegt das sicher nicht umdrehen, dass er ihm 8 Wochen lang der Zipfel abfault, wenn er anschaut. So. Franziska, bau schneller. Sehr fix. Ruht sie aus. Echo, was tut der Programmer? Oh, der Programmer ist wieder ein bisschen besser beieinander. Schau hier. Ja, wird schon. Er ist beleidigt worden. Wie lange dauert denn das noch? 3 Stunden. Unansehnliche Umgebung. Dieser Ort ist unangenehm. Muss man sich das wirklich anschauen? Ja, du kannst auch blind umeinander rennen, aber dann rennst du halt an den Wind, Toni. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist denn da eigentlich so schlimm? Da liegt halt überall so ein bisschen ein Scheiß umeinander, gell? Da ist ein bisschen Dreck. Das ist natürlich nichts. Sobald der Babypanther da ist, geht's am Programmer bestimmt wieder gut. Ich glaube auch. Das Problem ist ein bisschen, wir können uns mit den Panther nicht anfreunden. Also er kann das nicht als neues Tier ins Herz schließen, weil er es nicht trainieren kann. Wir brauchen erst Skillpunkt 8. Und das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg zu Skillpunkt 8. Ja. Wir kann man aber mal einfach zwingen, mehr Tierpflege zu betreiben. Das heißt quasi Tiere futtern, schlachten und so weiter und so fort und halt auch trainieren und zähmen und alles andere soll er bleiben lassen. Waldarbeit, Schneidern und den ganzen Mist. Das Wichtigste ist Tierpflege. Was anderes soll der Pro-Gamer nicht machen. Und ich hoffe, dass sie das Tiere hat er sogar ein bisschen ein Interesse, da lernt er relativ schnell. Wir haben 4894 Skillpunkte von 7000. Also da ist schon ein gehöriger Weg auf Stufe 8 vor allem. Tierpflege ist gleich Schlachten. Das heißt quasi auch, wenn man die Viecher dann jagt und dann schlacht. Hä? Tiere schlachten? Ja, ist schon klar. Ich kann unsere Panther auch schlachten. Das Schlachten ist da gemeint. Ich glaube, das Schlachten aus der Kühlkammer nicht. Das glaube ich ist was anderes. Das glaube ich gilt als Handwerken. Glaube ich. Weil bis jetzt, wir haben ja schon Viecher geschlacht, ganz am Anfang, die Dromedare. Und die hat doch der Esosep geschlacht, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum der fucking Programmer jetzt hergeht und baut da hinten irgendwas im Bergbau ab, wenn irgendwo da Viecher sind, die er zähmen kann. Kann Dromedar nicht zähmen, mit dem Tier wurde erst vor kurzem interagiert. Gut, dann halt ihm im Maul. Was ist mit dem Straußensepp? Programmer? Da ist Straußensepp. Strauß nicht zähmen, Tierfähigkeit zu nie benötigt. 9! Was ist der Strauß für ein Überviech, Alter? So wieder bloß. Ja, hilft ihm nicht. Ja, hilft ihm nicht. Da müssen wir uns mit den Dromedare abgeben. Damit wir die Viecher am effizientesten nutzen. Werden wir es zähmen, ja, das wird eine Zeit lang dauern. Dann, wenn es uns kehren und wenn es bei uns sind, dann werden wir es schlachten. Ganz einfach. Dann haben wir gleichzeitig Fleisch, wir haben einen Skillpunkt gemacht und ja. Das wird nicht helfen. Das wird ein langer, mühseliger Weg, aber den kriegen wir hin. Tja, was kann man jetzt dabei sonst noch mal? Wir haben eigentlich alles erledigt. Wir haben ein sauberes Gefängnis. Dann haben wir da ein paar Bauteile ausgedroschen. Wir haben offensichtlich der schlechteste Bergbau der ganzen Welt. Wo ist denn der Bergbau? 2. Ich weiß jetzt auch nicht. Das ist nicht so wichtig, alle. Naja. Nein, bloß trainieren und mit dem Viech spielen, Level Tiere. Stimmt natürlich, wenn wir mit den Dromedare, wenn wir genug Skillstufe haben, dann können wir diese Dromedare natürlich auch trainieren. Das gibt auch Skillpunkte. Dann war es natürlich noch effizienter. Und wenn die dann voll sind und wir brauchen es nicht mehr, können wir es schlachten und
Und dann gibt es auch nochmal Skillpunkte. Wir können es uns aber auch behalten. Das sind nämlich massiv gute Transportviecher. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wie schaut es jetzt da aus? Franziska macht Granitsteine. Da haben wir 44. Wie kann man mal den Boden fertig machen? Dann ist die Umgebung nicht so kreislich. Na, der ESO-Sepp tut eh schon fleißig zusammenräumen und fleißig zusammenputzen. Überall liegt Blut umeinander, das ist natürlich auch nicht gerade super toll. Aber wird schon. Unsere Zufriedenheit ist auf alle Fälle beim Programmer schon wieder in den Tee gegangen. Und der ESO-Sepp, was stimmt mit dem eigentlich nicht? Der hat immer noch Menschen geschlachtet. Und es ist Tag. Das stimmt, Programmer. Warum gehst du, ESO-Sepp, warum gehst du nicht einfach ins Bett? Alter, der Chef liest den Chat schon wieder nicht. Was soll ich Neues machen? Bloß trainieren, Klima einstellen. Was für Klima einstellen? Was für eine? Die da. Ja, die stellen wir natürlich auf 0 Grad. Ja, da wird's da drin da sau heiß und da sau warm. Wie viel Grad hat's da drin? Ja, 9. Und da hat's 92. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie lange er überlebt bei 92 Grad. Dann kommt halt... dann kommt unser Gefangener halt als Brathändel raus. Das hilft er dann eh nicht. Ein wenig Sauce dazu, das geht dann schon. So. Boden. Na, viel besser. Pass auf, das bauen wir noch. Das bauen wir noch, bevor Schluss ist. Und zwar so eine Kommode. Eine Kommode, die den Komfort aller umliegenden Betten geringfügig erhöht. Mehr als eine Kommode pro Bett aufzustellen, gibt keinen zusätzlichen Effekt. Und die bauen wir jetzt aus Granit und bauen wir mal an jedem Bett so eine Kommode daneben hin. Ja, das macht einfach die Zufriedenheit schon wieder mal besser und man kann Sachen drauf ablegen. Dann gibt es Regale. Ein Regal zur Aufbewahrung verschiedenster Objekte, da kannst du zum Beispiel Waffen spezielle drauflegen und so, haben keinen Einfluss auf die Attraktivität des Raumes und verlieren nicht an Haltbarkeit, selbst wenn sich das Regal im Freien befindet. Das heißt, man kann kreislige Objekte da drauflegen und sie machen einen Raum nicht hässlich. Weißt du, das mit dem Boden oder auch schon 100 Mal überlesen. Wie kann ich was überlesen, wenn ich einfach gar nicht lese? Psst. Stolzer Löwe! Brauerei wollte ich bauen. Produktion. Ein Gärbottich bauen wir noch. Was brauchen wir da? 10 Stahl, 30 Holz. Kriegen wir hin. Wo bauen wir den hin? Gärbottich? Da ist ein Gärbottich. Da haben wir jetzt mal einen Gärbottich. Was brauchen wir? Elektrisches Krematorium, Labortisch, eine Brauerei. Wie groß ist die Brauerei? Die bauen wir da rein. Oder warte mal, die können wir effizienter ein bisschen daher bauen. So. Und dann bauen wir noch einen Gärbottich. Gibst du mir einen Gärbottich? So, wie schaut eigentlich der Hopf aus? 25% gewachsen. Naja, das wird schon. Da brauchen wir noch mehr Holz. Wir brauchen mehr von allem. Wir brauchen mehr von allem. Also wieder kein Boden. Ich baue doch da gerade einen Boden! Du Zipfel allem! Jetzt ist eine Fliese aus Beton. Brian, da Stahl. Ich gebe weiter. Weg da. Was haben wir da? Platte oder Fliese? Wo ist da der Unterschied? Weiß ich nicht. Wir machen das aber aus Granit. Granitboden, der wir da her. Da machen wir einen Boden her und da machen wir einen Boden her. Und am Eingang machen wir auch einen Boden her. Und eigentlich können wir auch mal da so einen Boden her machen, damit es da nicht so futzengrob ist da drin. Das sind eh schon wieder fake, nur Granitsteine, bis da irgendwas passiert. Jetzt drücken wir mal auf Geschwindigkeit 3, damit da was vorwärts geht. Damit da was vorwärts geht. So, dann dampfen wir mal kurz ein bisschen rein und schauen wir uns das Ganze an. Ha? Schon wieder Risikozusammenbruch schwer. Warum? Pro-Gamer. Du bist einfach psychisch ein bisschen instabil, ich weiß schon. Ja, weil wir halt Menschen geschlachtet haben, aber das hilft nicht. Und weil er Menschenleder-Stammeskleidung anhat. Warum beschwert er sich denn eigentlich nicht mehr, dass er einen Menschenleder-Hut aufhat? Oder den mittlerweile schon angenommen? Sag ich das richtig? Ja, okay. Vielleicht gewohnt er sich daran, dass er einen Menschen tragt. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen, zur Not, kurz 5 vor 12 hauen wir uns den Muntermacher ins Gesicht. Wird dann schon. Wird dann schon. Bis dahin nicht, dass da einer aus Versehen auf die Idee kommt, schalten wir aus. Na? Objekt markieren, F-Drucker, dann klang keiner von deinen Kolonisten das zeigen. Glaube ich. Ich glaube schon. Wir haben schon wieder keine Forschung ausgewählt. Hey, wir brauchen eine Forschung. Brudi, was für Forschung? Weißt du, was wir uns langsam aber sicher mal, wo wir uns vorwagen könnten?
Fallen und Selbstschussanlagen. Farbige Beleuchtung, Mikroelektronik, Geothermie, Biokraftstoff, Hydrokulturen, Sprengfallen, Wasserradgenerator. Wo ist denn der Autokanonenturm? Das war der fette. Wir brauchen Geschütztürme. Geschütztürme, Rückstoßlader, Schusswaffen, Maschinenbau, Schmieden. What? Schusswaffen, Rückstoßlager, Geschütztürme. Was brauche ich da? Autokanonenturm? Nee. Alter, das ist eine lange Ketten. Ja, das kriegen wir schon hin. Müssen wir anfangen mit Schmieden. Das hilft nicht. Oder gelangt das, wenn wir Maschinenbau direkt machen? Nein. Elektrizität und Schmieden. Ja, dann müssen wir Schmieden erforschen. Fangen wir an mit Schmieden. Forschung, los geht's. Press F für Anschläger, dann kehrt's dir. Was? Ach, so meinst du. Press F für Muntermacher einwerfen. Ja, der ISO-Sepp, solange der nicht kochen muss, kocht hat er genug, tut der da schön brav forschen und solange Forschung eingestellt ist, ist das auch das Wichtigste. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel liebe? Der Hopfer braucht echt lang, bis er wächst. Er braucht echt scheiß lang. Felix, der Housecat, die habe ich seit einem Jahr, mega gutes Gerät. Das Ding. Ich habe es mir gerade erst gekauft am Freitag, da ist sogar nicht die Schutzfolie drauf. Ja. Nice. Ja, ich bin bis jetzt auch begeistert. Im Vergleich zu meinen anderen Teilen, also keine Ahnung, gefühlt wiegt das Ding so viel wie ein Ziegelstuhl und das Teil, das ist auch bloß Pralin Squad weiß, weil es damals für 20 Euro oder so hergegangen ist, anstatt für 60. Naja. So! Freunde der Sonne, was ich euch sag, das meine ich jetzt gewesen sein. Ich habe mir das Gefühl, dass meine Spezie schafft, wie ich vorher gerade schon gesagt habe, im WoW auf Mythics wird. Glaube ich. Und hoffentlich kriege ich einen Platz. Ich hoffe, dass ich einen Platz. Haben wir jetzt eine Dromedar gezähmt? Dromedar 1! Dromedar 1! Dromedar 1, Tiere. Dromedar 1. Training! Wir haben eine Dromedar gezähmt! Wenn das nicht ein wunderschöner Abschluss ist. Das Spiel ist so schön. Das ist so schön gemütlich im Vergleich zu allem anderen. Aber weißt du, was ich euch sag? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich weiß schon, 2 Stunden in dem Spiel einfach gar nichts. Und ich spiele aber privat nicht weiter. Wenn dann einmal schnell 5 Minuten und erledige ein paar so Sachen, wie so langweilige Sachen wie Zeug sammeln irgendwo. Was ich Holz abhacken und einmal nur Steine produzieren lassen eine halbe Stunde. Damit wir so viele Steine haben, dass wir bauen können und so weiter. Der ESO-Sepp ist immer ohne Tisch. Der ESO-Sepp ist ein Huren. Marco K., merci dir für deinen Beitrag und den Hinweis, dass der ESO-Sepp immer ohne Tisch ist. Der Huhn. Xerox, ein kleines Dankeschön noch zum Schluss. Das habe ich wahrscheinlich sauber spät gelesen. Wann war denn das? Vor 4 Minuten. Dankeschön, Alter. So, Leute. Ich muss mich jetzt schleichen. So schaut's aus. Haben wir wahrscheinlich wieder überzogen. So wie wir es halt mittlerweile übertun. Ja, ich hoffe mittlerweile, heute haben wir viel mehr Leute zugeschaut wie letzten Mittwoch. Ich weiß nicht, was da der Grund dafür war, keine Ahnung. Dass bei sowas weniger Leute zuschauen, ist mir auch klar, das ist halt einfach ein gediegeneres Spiel. Da muss man wirklich Interesse haben. Und das muss einem halt auch dauern. Ist auch nichts Schlimmes. Aber ich hab Bock. Und anscheinend übertragt sich das auch nicht ganz selten auf euch, wenn ich Bock hab. Und dann da ich jetzt sagen, gehen wir gar nicht mehr lange umeinander. Schleicht euch ins Bett. Wir sehen uns nächsten Montag mit dem Finale von Call of Duty Cold War. Singleplayer-Kampagne, je nachdem wie schnell dass wir fertig werden. Hören wir vielleicht auch mal ausnahmsweise früher auf, anstatt später. Oder machen wir noch irgendeine Community-Zock-Runden, ein normaler Multiplayer oder was weiß ich denn. Wir werden sehen. Und nächsten Mittwoch fällt der Stream aus und wird verschoben auf Donnerstag. Da kommt nämlich Cyberpunk. Haben wir das alle verstanden? Die da haben noch. Ja, herzen wir halt einmal zu. Einmal. Und dann gibt es abwechselnd bis Weihnachten Cyberpunk Rimworld, so wie mir das anschaut. Außer Cyberpunk ist so verdammt gut, dass wir es Mittwoch und Montag spielen. So, und dann, am 23. glaube ich, ist Mittwoch, ist der letzte Stream für dieses Jahr. Dann werde ich mit 2 Wochen in die Weihnachts- und Neujahrspause schleichen, in die ich mich jetzt Jahr schleiche. Ja, es gibt 3 Pausen, vorgefertigt und angekündigt im Jahr. Das ist die Sommerpause, das ist die Weihnachtspause und meine Geburtstagswoche. So! Das ist Chrom und keine graue Haare. Richtig.
Außerdem auch grau attraktiv. Waren die Frauen? Ich bitte um Bestätigung. Und jetzt schleicht euch ins Bett, sonst dreht ich nur eine Viertelstunde. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Spiel macht unbandig Gaudi. Ich bin gehuckt. Ich hab Bock aufs nächste Mal. Wir sehen uns spätestens am Montag. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei den ganzen neuen Donations, bei alle Mitglieder, bei alle alten Mitglieder, bei Press F für die Moderatoren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Joint meinem Discord und überhaupt und sowieso. Und das allerfetteste Merci an alle, die übers Wochenende ein T-Shirt, ein Poster oder sich sonst etwas geleistet haben. Vielen herzlichen Dank und jetzt schleicht's euch davon. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis spätestens nächsten Montag. Habe die Ehre. Und nicht vergessen, Schlachten, Essen, Ozean. Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre.